Weiß ich nicht, ob da etwas geht, das müsst ihr mir nicht sagen. Ja, dann schauen wir heute mal, ob da etwas geht. Grüß Gott beieinander. Einen wunderschönen Freitagabend. Mr. Price, Mr. Herbert, Mr. Sigi, Mrs. Simcrowife. Wie geht's uns? Ist alles flauschig? Ich glaub schon. Ich glaub schon, dass alles flauschig ist. Wie schauen wir aus? Oh, heute habe ich richtig Bock zum Streamen. Ich bin der früher aufgestanden, zack, bumm. Hätte ich am liebsten schon losgelegt. Schön. Schön. Gerade eben noch das Staffelfinale von Herr der Ringe angeschaut. Noch Mörtel Abend gegessen. Und jetzt Blödsinn ins Internet sitzen. Also, der perfekte Tagesablauf, der Saison. Ich war da gewesen. Sehr schön. Immer schön, wenn du da bist. Oh ja. Ja. Der geht ja jetzt. Gott sei Dank. Also schaut sehr zauberhaft, oder? Singstimmchen. Sherry Innerleiter, grüß Gott beieinander, habe Dere. Einen wunderschönen Freitagabend, wie geht's dir? Alles fit bei dir? Mehr Blödsinn ins Internet stellen ist mehr gut, habe ich gehört. Mr. Sigi, da hast du absolut recht. Ja, mehr Blödsinn ins Internet setzen ist mehr gut. Ja? Vor allem, wenn's in einer Community, wenn eine Community genau den gleichen Sinn darin verfolgt, ja. Es verbreitet ja nicht allein Blödsinn ins Internet, ja. Da haben ja irgendwie gewissermaßen alle ein bisschen beteiligt dran. Ich hab mir übrigens vorhin tatsächlich einen kleinen gusseisern Hexenkessel bestellt. So für daheim quasi zum selber kochen, oder wie? Du machst jetzt einen auf Mrs. Fichtele, ja. Wenn einer unflauschig ist, bumm, gibt's eine mit der Gusseisern. Ja, wer Tavidere. Der war schon da, bevor ich da war. Das musst du dir eigentlich einmal vorstellen. Machst einen Bot auf, weißt du, Streamlabs Chatbot, zack, bumm, wer wird da in der Viewerliste hat, sagt der Mr. Herbert. Er war der Erste. Ja, er war der Allererste. Jetzt geht's besser, nachdem ich da erinnere, was los ist. Ah, Cherry. Das freut mich. Ich hoffe, ich kann dich ausreichend gut genug unterhalten, damit du sauber ins Wochenende starten kannst. Ja, aber ich glaube, das kriege ich mal nicht hin. Ja? Schauen wir mal. Auf alle Fälle schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt unschwer erkennen könnt, ja, heute schwingen wir uns wieder ein wenig durch. Ja, heute lassen wir uns mal wieder ein wenig durchhängen. Schauen wir mal, was wir in Spider-Man alles jetzt reißen heute. Den Plot willst du auch nicht mehr. Nein, der ist so klar, ich möchte den 4 Duftlampen mit einem Stöffchen nutzen. Ich weiß jetzt zwar nicht, was ein Stöffchen ist, aber scheint Sinn zu machen, was du davor hast mit dem Deppfall. Ja? Mehr Depp? Nein, vergiss. Ist wurscht. Ja, das falsche Spiel, glaube ich. Ich hab neue Belohnungen abgehakt, das stört mich, wenn da was offen ist. Wie, du hast neue Belohnungen? Aber wir haben ja letztes Mal gar nicht so viel gehabt. Meine, glaube ich. Denke. Ist doch für Tech haben das so. Möglicherweise. Okay, wir brauchen anders Lieder, Christoph. Warum ist das überhaupt noch in meiner Playlist? Das muss raus. Definitiv. Da, anderer Schund. Ja, das nehmen wir. Das nehmen wir. Der wenig theatralischer Maligno. Wer war dabei? Wer war dabei bei der Maligno? Hände hoch. Wer hat das gesehen? Wir sind eigentlich fast alle gesehen haben, die wo jetzt da haben. Ja? Das ist jetzt ein wenig eine gescherte Aussage. Schaust du das neue Sonic-Spiel an, das bald rauskommt? Wahrscheinlich nicht. Ich kann auch sagen, warum ich noch nie in meinem Leben irgendein Sonic-Spiel gespielt.
Aber also wenn ihr Vorschläge hättet für Spiele oder was man mal anschauen soll, haut es gerne in Discord in Zockerbauung. Ja, ich schaue mir die Sachen schon an, so ist es jetzt nicht. Meinst du die nervige Tanten aus Elden Ring? Ja, wenn du extrem overpowered als nervig bezeichnest, dann ja. Ja, die war schon verflixt zack, die Braut. Also die war schon... Wer weiß, ob ich die ohne Aschegeist überhaupt geschafft hätte. Schau mal, vielleicht spiele ich mal wieder privat Elden Ring. So quasi so ein Duell mit ihr, das war irgendwie schon einmal cool. Weiß ich nicht. Ich war aber seitdem ich Elden Ring gespielt habe, nicht mehr im Spiel. Es liegt seitdem in meiner Steam-Bibliothek und verstaubt dort. Ich hab's aber auch zu Genüge gespielt, muss man fairerweise auch dazu sagen. Auch off-stream. Wir haben nicht alles on-stream gemacht, aber das hauptsächlich halt natürlich. Aber ich glaube, ich habe über 130 Stunden in Elden Ring gelassen. Irgendwie sowas. Weil wenn es nicht sogar 150 geworden. Keine Ahnung. By the way, ich habe eine Special-Ankündigung zu machen. Spiel einfach Elden Ring in Real Life. Nein, das tue ich lieber nicht. Das glaube ich, kann schlecht für mich ausgehen. Folgendes. Ich habe mir gestern Abend nur ein Plague Tale Requiem runtergeladen. Ja? Das kannst du schon vorinstallieren über den Game Pass. Ist das kostenlos. Wir werden am Dienstag, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, machen wir außertourlich einen Stream. Ja? Dienstag wird Plague Tale Requiem released und wir werden Dienstagabend definitiv den Release streamen. Ja? Wahrscheinlich um 6 Uhr auf die Nacht, da wo ja jeder von der Arbeit dann daheim ist. Also, so Gott will, dass jeder von der Arbeit daheim ist. Und da werden wir dann einmal die ersten 3 Stunden uns anschauen, was der Nachfolger von Plague Tale Innocence so kann. Es ist der erste größere Spieler-Release, den wo ich herbeisehne. Ja, das ist einer der Core-Titel, die jetzt im Ende von 2022 erscheinen. Und das wird man mitnehmen. Ja, ich bin gespannt drauf. Ja, und ich glaube, dass mindestens einer von euch genauso gespannt ist. Wenn nicht sogar alle. Ja, also wir werden Dienstag auf alle Fälle außertourlich einen Stream machen. Normalerweise streame ich ja Dienstag in der Regel eher nicht. Ja, aber Dienstag machen wir da mal aufgrund dieses Spiels eine Ausnahmeregelung. Ja. Das meine ich, kriegen wir hin. Morgen werde ich wahrscheinlich, also das heißt wahrscheinlich, morgen werde ich sicher nicht live gehen. Und Sonntag steht nur auf der Kippe. Sonntag komme ich, wenn überhaupt, erst Nachmittag. Und wenn dann auch nur für 2 Stunden oder sowas. Ja, genau. Aber sonst Dienstag könnt ihr schon mal hinter eine Läffin oder auf die Arschbacken oder von mir aus auch auf den Sessel schreiben, ist mir wurscht. Hauptsache ihr schreibt es irgendwo hin. Dienstag 18 Uhr werden wir Plague Tale spielen. Und da bin ich gespannt drauf. Ja, ich hoffe, sie halten sich halbwegs an dem Vorgänger. Wenn sie das Niveau halten können, heilige Scheiße, dann wird es ziemlich zauberhaft. Weil der erste Teil war schon Wahnsinn. Also von der Story her einfach brutal stark. Und ich erhoffe mir viel vom zweiten Teil. Ja? Schauen wir mal. Genau. Was gibt es sonst zum Berichten? Heute früh war ich Nachsorge. Ja, ich habe jetzt mein Silikon in der Nase rausgekriegt. Ohne Scheiße, ich kann schon auf wie meine feuchtesten Träume. Das ist unfassbar. Brutal, was ich jetzt Luft kriege. Ja? Der Anpressdruck oder der Ansaugdruck ist jetzt entsprechend erhöht. Ja? Gnade euch Gott, wenn ich wieder Sport treiben darf. Aber gut, das dauert noch eine Zeit, bis das der Bazi wieder irgendwie auf einem Tennisplatz oder in einem Fitnessstudio umeinander jumpst. Ja? Dauert noch ein wenig. Aber die Zeit kriegen wir um. Freunde der Sonne, die kriegen wir um. Genau. Sonst hoffe ich, dass es ein Gulli gut geht. Wir werden jetzt dann schon langsam mal ins Spiel starten. Müssen wir uns anschauen, was wir jetzt zum Tor haben heute. Werden wir wieder eine bunte Mischung aus allem machen. Wir werden ein paar Hauptstories machen. Wir werden die eine oder andere Nebenstory machen. Wir werden ein bisschen so Collectibles machen. Einfach, dass wir alles ein bisschen andecken. Streamer werde ich ungefähr bis um eine 9, sowas. Und da werden wir schon was zerreißen in den nächsten 3 Stunden. Meine. Denke, glaube ich, hoffe ich. Weiß ich nicht. Schauen wir mal, dann sehen wir es am Schau. So, jetzt bin ich am PC. Ein Stöckchen ist das, wo die Oma ihr Teekann draufsteht, dass... Hey, wie Sherry schon gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ich die Frage jemals schon mal gestellt habe, Sherry Innerleder. Sind Sie eine Frau oder ein Mann? Es geht mir nur um die, ne? Um Mrs. oder Mr. Bildungsauftrag. Ja, genau. Wer weiß, ob da nicht heute noch einer kommt. Ja? Wer weiß das schon? Gut.
Wenn ich dazu wir fangen wir später, oder? Was hält man da davon? Mitglied bin ich. Ja, das ist mir schon klar, dass du Mitglied von den Geschubsen bist. Aber mir geht es nur darum, sind sie Frau oder Mann. Ja? Wegen der Anrede. Ja? Wissen Sie, ich will ja nichts falsch sagen. Kattel habe ich dir, grüß dich. So, Mann, okay, Mr. Cherry. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid, dass ich jemanden auf 10 tritt, das mehr hätte ich ja nicht. So, warum haben wir jetzt da keinen. Achso, ja, deswegen haben wir nichts. Ja, gleich wird's leichter. Zauberhaft. Zauberhaft. Also, falls spät zu laut war das oder zu leise sagt es, wie gesagt, mir hat es ja Soundtreiber zerschossen vor ein paar Tagen. Ja, ich habe wieder alles neu einstellen müssen. Ob das jetzt 100%iger so passt, wie es sich gehört, weiß ich jetzt natürlich nicht. Sollte aber. Ich frage mich, was in der Wohnung von Oscorps Finanzchef los ist. Ja, okay, den habe ich jetzt. Sorry, den habe ich jetzt wirklich nicht verstanden, ja. Ja, jetzt im Nachhinein. Da war der Bazi wieder mal komplett lost. Ja? Da war das da, den nehme ich auf meine Karten. Den nehme ich jetzt auf meine Karten, der war jetzt einfach blond. Ja? Also, sagen wir einfach mal, ich war blond, okay? Ohne jetzt irgendwelche Blonden auf den Zehen treten zu wollen. Ja? Sagt man halt einfach so. So, was haben wir jetzt da? Jetzt müssen wir uns erst einmal wieder orientieren, wo wir da stehen bleiben haben. Genau, wir haben die 3/4 haben wir hübsch abgegrast. So. Genau, wir haben ja letztes Mal noch so ein Versteck gemacht. Das haben wir uns noch angeschaut, weil die Baustellen haben ja jetzt alle weg. Und statt die Baustellen kann man halt jetzt die Dämonenlager da machen. Okay? Das heißt, da wird man mit Sicherheit auch wieder das eine oder andere machen. Und ich darf jetzt einfach mal vorschlagen, wir fangen einmal mit dem Bezirk an, dass wir den einmal ein bisschen sauber machen. Ja, also sprich, wir haben da 2 Black Cat Aufträge, ein paar Rucksäcke, ein Daumen, die wo wir fangen müssen, ja, und ein paar Sehenswürdigkeiten. Das bringen wir hin, glaube ich. Und da haben wir die Hauptmission, eine Nebenmission, aktuell meine haben wir keine. Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig. Okay. Ja gut, dann fangen wir jetzt einfach mal da mit Rucksäcke sammeln an. Großen wir das Ganze da ein bisschen ab und dann, wenn wir den Bezirk haben, fangen wir gleich mit der Hauptmission an. Damit wir gleich zu Beginn ein bisschen an Content haben. Okay? Und ich kann mir ein bisschen eingrufen mit Speck. Es fängt an, Leute. Offenbar gibt es Blond ist geschubst. Richtig so, Mr. Seitching, habe ich die Ehre. schönen Stadt. Und das sind nicht die Dämonen oder Wilson Fisks, Leute. Die Verbrecher werden durch die Bank frecher. Wie ich vorher gesagt habe, kriechen die Ratten aus ihren Löchern. Sie spüren unsere Schwäche und wittern ihr. Sei es fit bei dir. Nie hat jemand auf mich gehört. Aber hoffentlich tun sie das jetzt. Seien Sie vorsichtig da draußen. Alle Einheiten haben Okay, wir haben da auf alle Fälle Verbrechen irgendwo. Bitte bestätigen. Dahinter praktisch, aber der Rucksack ist erst einmal wichtiger. So, den haben wir. Dann schauen wir uns das Verbrechen da hinten gleich an, weil Verbrechensmarken brauchen wir, um unsere Gadgets zu verbessern. Ja, ich bin gerade ein bisschen beim Museschauen. Was beim Museschauen? Weg vom Traumaschiff und ab ins Geschubsenlager. Bei meiner. Wie kommst du denn jetzt da drauf, dass der eine oder andere Alert dir gewidmet ist? Verstehe ich jetzt nicht. Da ist Böses im Busch, meinst du? Das Böse... Wie jetzt? Ah, da ist nicht Böses im Busch, da ist eher Böses auf dem Dach. Bombendrohung, Spider-Man. Deaktiviere das Hauptgerät. Und dann die Nebengeräte ausschalten. Wie immer eben. Aha, in einer fucking Baustelle oder was? Sag mal, was kennt ihr Zirkusaffen eigentlich? Rufen den Krieg in der Stadt aus. Kann man das Sneaky Peeky machen, sagt sie es gleich, wie es ist. Schauen wir, ob wir das Sneaky Peeky machen können. Schaut mir nicht so an, wenn du mich fragst. Ist dieser Scharfschützen-Arsch oder was? War aber unsauberhaft. Der ist auf jeden Fall sicher, den hat's gleich. Jetzt warte mal, was haben wir denn? Ja, scheiß der Hund drauf. Da Sneaky Peeky machen ist sowieso ein bisschen ein Ding der Unmöglichkeit, wenn du mich fragst. Das Ding Podcast rein?
Aua. Oh. Mehr Güllefassel ins Gesicht ist mehr gut. Okay. Aber die Frage ist, warum ist das da heraus dort? Spider-Man, die Bomben gehen hoch, wenn du nichts machst. Nicht wegfliegen, bitte! Ja, aber da ist ja jetzt nichts, oder? Ah. Ja, okay. Never mind. Hä? Ja, die Daumen ist mir jetzt erst bewusst. Ich suche jetzt eigentlich... Ich suche jetzt eigentlich die Bomben. Ja, entschärfe die Bombe. Und wo ist die Bombe? Verflixt! Gar nichts. Wie bei jedem Superheldenfilm oder Spiel. Ja, die können wirklich nichts. Ich kann aber leider gerade auch nichts sehen, weil ich nicht sehe, wo die Bomben ist. Ah, da ist. Okay. Scheinbar. Oder auch nicht. Ist die Mission jetzt buggy oder was? Okay, was du scheiß da hinten drauf, entschärft er deine Bomben selber. Interessiert er mich nicht. Spider-Man, die Bomben gehen hoch, wenn du nichts machst. Ja, wie denn? Dann bringt's mir eine Mission, die wo nicht buggy ist, fix da mal. Entschärft er deine buggy Bomben selber. Wart so aus. Der Störsender. Okay. Rucksäcke haben wir so zusammen, gell? Ja. Schei, interessiert mich nicht. Ich bin jeder vorgestanden. Ja, fick dich. Muss ich das jetzt nochmal machen, oder was? Nein, muss ich nicht nochmal machen, okay. Ja, keine Ahnung, ich bin vor dem Laptop gestanden, man hat aber nichts tun können. Dann kann ich ja noch halt auch nicht helfen. Saublöderweise. Ja, sehr guter Platz, um einen Rucksack zu platzieren. Jetzt mich fragst. Ja, das Gebäude ist definitiv klimatisiert. Okay, da ist wieder das Verbrechen. Das wird wahrscheinlich wieder die Bombenmission da sein. Tippe jetzt einfach mal. Ach, da ist eh noch einer angewählt. Ist der da? Achso, nein, das ist der da. Okay. Ja, gut. Haben wir geschwind den da hinten immer. Kattel, bei dir ist gut soweit. Bodenteams im Portsaal, hier Zentrale. Haben Sie ein Update für Ihre Position? Ah, du sagst. Außenposten. Johann, schickt Verstärkung. Gut. Ach, du heraus sein auch noch, die habe ich gar nicht gesehen jetzt, oder auf den ersten Blick. Okay. Ist okay soweit?
Sehr schön. Mir geht's soweit ganz gut. Also, Luft kriege ich wieder. Sauerhaft, da ist so. Ja, kann mich nicht beschweren. Alles im grünen Bereich. Gut, dann haben wir den Rucksack, nehmen wir noch die zwei am Hafen mit und dann haben wir das erste schon. Ah, da wird jetzt wieder Verfolgungsjagd der Weide. Die Dämonen haben eine Bombe in einem Auto. Ich muss sie aufhalten. Leute, Leute, Leute. Klar, Paraden sind toll, aber doch nicht ohne Genehmigung. Ja, der ist minimal bewusstlos, meine ich jetzt. Mist, Bombe im Laster. Ich muss sie da rausholen. Ja, coole Idee gelaufen, Bimbus. Hat noch niemand geschaut. In dem Laster ist eine Bombe. Ich muss sie entschärfen. Jetzt schildst du erst einmal, jetzt entschärfen wir erst einmal die Burschen, oder? Damit ja auch nichts passiert. Aber. Bombe im Laster. Ich muss sie von den Zivilisten wegbringen. Hast du ja sogar alles erfüllt. Wie in diesem Nice. Film mit der Bombe im Bus. Wie hieß der nochmal? Tempo? Superschnell? Nein, das war's nicht. Ist der noch so weit weg? Weil ich da rum bin, okay, ja gut. Hier Sable-Zentrale. Brauche ein Update aus Devil's Shelf. Over. Zentrale, Dämonen greifen Kontrollpunkt Zulu an. Was Kontrollpunkt Zulu? Aber sehr originelle Bezeichnungen. Sable und Dämonen. Auch wenn sie mich nicht mögen, ich muss dazwischen gehen. Alter, das sind mir zwei Geballere! Du meinst, der Schnauzenholz da rennt? Oh ja, der schluft. Oh, Auto dir. Und ich will einen Raketenwerfer. Okay, nice. Danke für die Rettung, Spidey. Aber gern doch, ihr gruseligen Faschosoldaten. Stimmt, wir haben ja letztes Mal eine neue Fraktion kennengelernt. Scheinbar so ein Sicherheitstrupp, der wo irgendwie fucking OP ist, aber sich sonst nicht einmischt. Irgendwie Hochsicherheitsdienst, keine Ahnung, irgendwie sowas. Die wo irgendwie ausschauen wie Stormtroopers aus Star Wars. Aber die uns irgendwie nicht mengen. Keine Ahnung. So, dann haben wir einen Rucksack. Gut, dass es in dem Spiel keinen Fallschaden gibt. Ja, es war ein bisschen, also ich weiß gar nicht, ob man in dem Spiel sterben kann, wenn man von ziemlich hoher Höhe einfach oberspringt und nicht weiterschwingt. Das ist eigentlich tatsächlich eine gute Frage, Kattel. Das kann ich da jetzt gar nicht beantworten. Bei den alten Spider-Man-Spielen war es ja so, ja, auf der PlayStation 2 zum Beispiel, wenn du da irgendwie von einem brutal hohen Haus überspringst, dann bist du unten aufgeschlagen und halt nicht mehr aufgestanden. Aber wie das bei dem Spiel ist, weiß ich nicht. Kann man tatsächlich einmal testen. Da suchen wir uns jetzt noch einmal irgendein schönes Haus, weil gibt da ein paar in der da steht. Und dann springen wir da einfach mal ab und dann sehen wir sie immer sterben. Ich glaube aber schon fast. Er rollt sich einfach ab. Das werden wir jetzt dann probieren. Also das ist ja auch am Arsch der Welt da, oder?
Also wer biegt denn da bitte einen Rucksack hin? Vor allem warum? Nachdem ich meine... Hier ist Säbelzentrale. Brauche Lagebericht aus Monk Park. Transportwagen Oscar unter Beschuss. Die Dämonen! Okay. Wer kann, der kann. Ja, jetzt pass auf, das probieren wir jetzt einfach. Da suchen wir uns jetzt irgendeine hohe Bude. Beziehungsweise, wenn wir in nächster Gelegenheit an einer vorbeikommen. Ja, da der Tower da hinten, der schaut halt natürlich schon sehr zauberhaft aus, gell? Da müssen wir sowieso in die Richtung. Passt auf, das probieren wir jetzt halt. Einfach, ja, einfach dann Content halber, ja? Das probieren wir jetzt. Ich spring dann sogar extra Kopf voran, ja, damit ja nichts passieren kann. Bodenteams, hier Zentrale. Wie ist unser Status in the Yards? Brauchen Verstärkung bei Außenposten Foxtrot. Stehen unter Beschuss. Stimmt, die Forschungseinrichtungen haben wir ja auch noch. Oder der Turm ist ja ewig weit weg. Haben wir da nicht irgendwas anderes in der Nähe? Das war. Ah, da das Empire State Building, das ist auch gut, das nehmen wir. Das ist mindestens genauso gut. Das ist der Avengers Tower. Ja, der muss nur hoch nur sein. Ja, der muss nicht der höchste Punkt sein, er muss nur hoch nur sein. Da, das Gebäude da hinten, das Empire State Building, meine ich, ist das. Das meine ich, das klang dem. Ah, schau hier, wie hoch das ist ja ein Traum. Ah, das nehmen wir. Das ist halt nur. Ja, jetzt sollst du halt nur noch einhalten. Der kann da nur auf sprinten, oder was? Tatsächlich. Jetzt hat. So, also wenn das nicht hoch nur ist. Ah, da hinten war das da, der Avengers Tower, da schau ich. Ja gut, der ist ein paar Meter her, aber das meine ich, tut dem jetzt dann auch keinen Abbruch nicht mehr. He? Ob man jetzt von 300 Meter, keine Ahnung wie hoch er ist, in Tiefen stürzen oder von 320, das ist da meine ich auch schon wurscht. Ja? Schöne Aussicht war's auf alle Fälle. Gut, dann machen wir jetzt einfach mal den Test. Ja, da oben zu. Machen wir jetzt einfach mal den Test, ob der Herr Spider-Man Peter Parker Sepp einen Köpfe aus der Hähn überlebt oder nicht. Wenn's mich fragst, ich glaube, dass er es nicht überlebt. Ja, aber er ist halt fucking Spider-Man. Wo Heuhaufen? Gibt's nicht, haben's verrammt, weiß ich nicht. Den haben sie, da müssen wir ein Silo finden, haben wir nicht. Die Assassinen haben gescheiter geworden, die haben mit der Zeit Seile entwickelt. Die springen jetzt in meinen Heuhaufen. Okay, probieren wir's einmal. Schön Kopf voran, damit ja nichts passieren kann. Das ist ein schlechter Teer, wenn du mich fragst. Der hält da gar nichts aus. Ja. Okay. Also super Hero Landing. Aha. Mit Kopfverrat, damit die Viers landen. Das ist eine zauberhafte Superheldenlandung. Mhm. Ist auch Asphalt und kein Beton. Das ist auch mir wurscht. Eine schlechte Qualität ist das, wenn der da aufbricht. Das hat er keinen Tau nicht. Wenn du mich fragst. Ja gut, okay. Wir haben festgestellt, vielleicht der Stuhlschädel, ja. Der hat einen Holzkopf, meine ich. Der hat einen Holzkopf.
Ja, okay, wir haben festgestellt, sicher gelenkschonend. Genau, der Spider-Man landet immer gelenkschonend, ja, vor allem wenn es ums Knack geht. Da ist er sehr gelenkschonend gelandet. Wir stellen mal fest, der Spider-Man, wir haben keinen Fallschaden in dem Spiel. Okay, den Punkt haben wir quasi abgehakt. Bildungsstream haben wir schon wieder ein bisschen schlauer. Für die Leute, die das selber mal spielen, die wissen, ich kann einmal von 3 Meter oben fliegen, ohne dass mir was passiert. So, jetzt machen wir noch einen auf Fotografieren. Ja? Fotografieren müssen wir auch noch. Ja? Wir müssen schließlich mit der Zeit gehen und also ein bisschen Social Media technisch unterwegs bleiben. Also werden wir die ganzen Sehenswürdigkeiten also ein bisschen fotografieren. Ja? Spider-Man ist ja schließlich ein Mann von Welt. Ja? Fotografieren. Ich muss dafür sorgen, dass Oscorps Finanzchef okay ist. Scheiß auf den Finanzchef. Beideln müssen wir machen. Meldungen über mehrere Fantastisch! Ja, aus dem Flug raus. So, next ist der vorne. Oh, das meine ist der Square Garden, hä? Das meine ist der Square Garden. Das behalte ich. Jo, wie das war's. Schau hin. Dann gleich nochmal ein Eck weiter. Wunderbar. Was ist das? Elias Investigations. Okay, was auch immer das ist. Perfekt. Josie's, Hell's Kitchen. Ist das eine Pizzeria dann praktisch, oder was? Toll. Hatte ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Rockstudio. Ja gut, dann haben wir da schon alles. Sehr gut. Geht, da haben wir einen vergessen. Ja gut, den machen wir. Achso, nein, das ist ein Bezirk weiter. Alter, kennst du Hell's Kitchen nicht? Die Serie, ja. Die Serie kenne ich, also wenn du jetzt die meinst. Hell's Kitchen. Das kenne ich schon. War das nicht das mit dem... ist das nicht mit dem Gordon Ramsay? Weil ich glaube, dass das mit dem Gordon Ramsay war, oder? War das das? Ich glaub schon. Irgendwie triggern mir gerade die Game Sounds. Einer davon hört sich irgendwie an, als würde mein Handy vibrieren. Ja, nein. Ja, es hat sein. Das, was mir ein bisschen triggert, so in Anführungszeichen von dem Spiel, das ist das unfassbar starke Gelaber. Ja? Man gehört zu Spider-Man oder generell zu Superheldenfilmen halt einfach irgendwo dazu, aber manchmal ist schon, da ich mir wünschen, sie daten einer Schnauzen halten. Aber so, was du jetzt mit Vibrieren meinst, vom Sound her, das kann ich jetzt leider nicht so wirklich außerhören. Aber vielleicht, das kann auch sein, dass das vielleicht von dem Sound kommt, wenn ich das Netz auswirfe, ja? Das weiß ich nicht. Achtung, Agents in Roseville. Hier Zentrale. Na, das wird jetzt wieder lustig, die scheiß Daumen da zum Fangen. Romeo an, schickt Verstärkung. Komm schon. Die ist schnell. Also das war die dümmste Nebenmission, die was ich angenommen habe. Bring dich heim, Süße. 8 von 12, ja Gott sei Dank, dann haben sie gerade meine Aufhöre. Oh, Spider-Man, du bist klasse. Men's Kitchen. Hell's Kitchen ist einfach ein Teil von Manhattan oder Teil. Ja, auch. Das ist ja eben der Bezirk da. Da steht sogar da oben links. Oben links unter der Karte steht's, Hell's Kitchen. Ist ja der Bezirk. Da gibt's ja mehrere Midtown, Chinatown, was noch ist. Es gibt Central Park. Alles Mögliche.
Gut, dann haben wir jetzt. Jetzt machen wir die Black Cat Sachen. Dann machen wir die einen. Ah, die haben wir schon, da schon, ja. Die ist schon abgeschlossen. Oder? Ein wenig Frischsmog. Pfeilhorst, nein, die haben wir noch nicht abgeschlossen. Oder ja, doch, Pfeilhorst haben wir abgeschlossen. Okay. Das haben wir noch nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. Na Quatsch, Pfeilhorst, Schnellreise zur Hagel. Das heißt, das haben wir. Okay. Da ist nämlich so ein Nike-Zeichen. Okay. Ja gut, dann machen wir jetzt die 2 Black Cat Sachen noch, dann machen wir die 2 Forschungen und dann machen wir Hauptmission. Dann machen wir Hauptmission, Freunde. Ja? Beziehungsweise bevor wir die Hauptmission machen, schauen wir mal, ob wir unsere Anzüge, Geräte, Fertigkeiten und so weiter und so fort aufwerten können. Ja. Schauen wir uns an. Ich liebe die Namen. Freut sich Sandra, dass Sie wieder da sind? Tja, wer liest? Ja gut, so oft habe ich ja Karten jetzt nicht auf. Howard, das tut mir so leid. Oh, schon okay. Man soll leben, nicht Trübsal blasen. Das hat sie nach der Diagnose gesagt. Man soll da nicht Trübsal blasen, man muss was anderes. Felicia glaubt, sie spielt mit mir. Aber ich erfahre bei jeder Szene etwas Neues. Jetzt mal, wenn der... Der Kattel Handy aus. Okay. Wir sollen jetzt die Miezi finden da, oder? Die Miezi müssen wir finden. Müssen wir mal schauen, ob da irgendwo was funkelt. Es ist hundertprozentig da irgendwo in dem Gebäude da. Meine ich? Ja, da oben so geht ja wahrscheinlich nichts. Da war's. Ich hab was gesehen. Ich hab da gerade irgendwas... Da, ich hab gewusst, ich hab im Augenwinkel was gesehen. Geschafft. Hier wohnt ein bekannter Anwalt. Sie will an die Kundenliste ran, um neue Opfer zu finden. Sorry, Kattel. Ich muss leider zugeben, Aber das war... Da hast du mir jetzt so gewissermaßen so ein bisschen eine Steilvorlage gegeben. dass sie Einmal sorry. Katze ist. Ich als Trimmermann kann halt auch nicht aus meiner Haut. Oh, Spider-Man, du bist klasse. Vanessa ist auch angekommen. Ich liebe die Namen. Hey, das hat er doch vorher gerade schon Dass Sie wieder verzeiht. da sind? Tja, sie ist leider nicht mehr unter uns. Krebs, weißt du. Howard, das tut mir so leid. Oh, schon okay. Man soll leben, nicht Trübsal blasen. Das hat sie nach der Diagnose gesagt. Ab und zu muss ich mir das ins Gedächtnis rufen. Kannst du weitersuchen? Diese Vögel zu finden bedeutet mir wirklich viel. Oha. Danke, Spider-Man. Ja, es ist nicht mehr. Wir sind da drin. Pommes, Fleisch und Mies. Ja, das Mies kannst du behalten. Felicia ist sehr fleißig. Aber ich hol auf. Mal sehen, wo sie diesmal zuschlägt. So, müssen wir wieder schauen. Ah, das hat jetzt so ausgeschaut, wie wenn nur die Miezi war. Okay. Du hast für 35 € Essen bestellt. Für dich selber, oder was? Oder da ist aber der Rest von der Familie hoffentlich noch mit. Also für 35 €, da darf die wahrscheinlich auch satt werden. So, wo ist die Mieze, ist die Frage. Mieze wo? Ah, da steht da nicht, oder? Die bewachen da. Ah, da schon her. Hallo, Cat. Oh, das ist missversteckt. Cornelius Van Lans Wohnung. Sie sucht sich immer Orte mit kostbaren Unikaten. Ja, okay, gut, wenn du das auf fürs Wochenende bestellst. Okay, ja, gut, dann. Einfach Bargeld stehlen. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Aber an einem Abend 35 € verfressen, also Respekt. Respekt, wenn du das schaffst. So, Forschungsstationen. Damit wir den Bezirk einmal abhaken können. Blutsacker. Der Gemeinde Ohrflauschig.
Oh, flauschig. Oh, ist flauschig. Ja, Highlander, habe ich die Ehre. Merci für deinen Resub im 5. Monat. Alles flauschig soweit. Habe ich die Ehre. Danke dir. Viel Spaß weiterhin mit den Emotes und viel Spaß weiterhin natürlich in der Bazi-Gang. Herzlich willkommen. Schönen Abend dir. Ich hoffe, bei dir passt alles. 35 Euro an einem Abend. Ich sag das Problem. Ja, früher habe ich das Problem. Ja, 35 Euro habe ich auch nicht verfressen. Also, das sind, ich sag mal so, das kommt dabei drauf an. Ja, wenn jetzt natürlich ein normales Essen 25 Euro kostet, ja, dann verfriese ich auch 35 Euro. Aber, Transporter wird von Dämonen ich sag mal so, verfriese ich mal 35 Euro im McDonalds oder im Burger King, weil für 35 Euro kriegst du tatsächlich ein bisschen etwas. Ja. Kriegst du damit deine 80 Nuggets oder 100. Geht noch eine Arbeitswoche. Schaffe. Ja, du! Dein Magen ist ja gewohnt, du frisst ja gefühlt den ganzen Tag dahin, wenn du in der Kiste stehst. Das ist eh klar. Da darf mein Magen auch kein Dehnungsgefühl mehr haben. Vor allem bei Sushi. Ja, bei Fisch geht's noch eher, weil Fisch liegt nicht schwer im Magen. Da kannst du gefühlt, keine Ahnung, 18 Kilo essen, ohne dass du das merkst. Ja, du merkst dann meistens nur auf dem Heisel. So. Aber gut, so, geimpfte Fische. Aha, jetzt haben schon Fische, die geimpft werden müssen. Ist da der Lauterbach im Spiel, oder was? Irgendwie komisch, hier oben eine Marineforschungsstation zu haben, aber von hier hat man einen tollen Blick auf den Fluss. Sobald gesundheitliche Probleme entstehen, können wir sie ganz einfach aus der Luft bekämpfen. Natürlich erst sobald das System online ist. Hallo, ist gut bei dir? Wie geht's uns? So, nehmen wir mal auch den Wumms. Und dann der wir Fisch impfen. Ja? Das ist zauberhaft. Das ist zauberhaft, dass wir jetzt schon Fisch impfen müssen. Ach, da ist wieder Tag-Nacht-Wechsel, okay. Hey Pete, das Labor überwacht die Gesundheit der Meeresbewohner. Wir haben hier jede Menge Medikamente, falls du welche brauchst. Die Folgen der Krankheiten sind... Kein lebendes Wesen sollte so etwas erleben müssen. Anscheinend haben die Fische eine bakterielle Infektion. Ich kümmere mich lieber darum, bevor die Nahrung verseucht wird. Im Labor gibt es ein antibakterielles Spray, das die Fische heilt. Da trage ich die 35 Euro lieber zum Dönermann meines Vertrauens als zum McKing oder zum Burger Donalds. 35 Euro in der Dönerbude, wenn's, also das musst du verfressen gehen. Also wenn's das schaffst. Passt soweit, nur morgen arbeiten und dann Party am Abend. Erst einmal Press F for Respect für Mr. Highlander, der morgen am Samstag in die Arbeit gehen muss. Aber Party am Abend hört sich doch zauberhaft an. Das ist doch einmal eine super Sache. Ja, ich wünsche dir trotzdem schon mal ein schönes Wochenende. Ja, in den Fässern finde ich sicher die Ursache des und Problems. einen angenehmen Ich muss sie aus dem Aufenthalt. Wasser holen. Ich bin's, der freundliche Müllmann aus der Nachbarschaft. Die Fässer sind schlauer als die Typen, gegen die ich sonst kämpfe. Ja, die Typen gehen ja nicht schwimmen, Fassel schon. Okay. Wo die Luft rein ist, kann ich in Ruhe sprühen. L1 zum Impfstoff verteilen. Ah ja, okay, da schaut's her. Der Spider-Man ist jetzt sogar... Wenn einer... Nein, das sag ich nicht. Vielleicht schaut der Lauterbach zu. Wenn ich es gleichmäßig verteile, trägt es die Strömung überall hin. Okay, ich weiß nicht, was ich... 3 Döner sind Maximum. Das kannst du vergessen. 3 Döner, um Gottes Willen. Ich muss ein großes Gebiet versorgen. Also mittlerweile, bei mir ist es so, einer ist Zwang und 2 haben 2. Eigentlich. Ja, ist zwar ein zweiten mit Ach und Krach nur, aber danach zerreißt es mich. Warte mal, ach, da hinten ist noch einer, okay. Die Fische verteilen es untereinander. Das ist gut, weil ich nicht so weit rausschwimmen kann. Die Wasserströmung zeigt, welches Gebiet ich noch versorgen muss. Ach, das sind 2 Gebiete jetzt, oder was? Na, sauber.
Mehr Fässer. Auf jeden Fall die Quelle der Bakterien. Ich werde sie vernichten. Ist das für dies, dass Spider-Man beauftragt werden muss? Das Gute an Fässern, sie schießen nicht auf mich. Aber ist eine coole Mission eigentlich. Mal so ein bisschen abwechslungsreicher. Das Schlechte, sie wissen meine Witze nicht zu schätzen. Jetzt wollte ich gerade sagen, wieder ins Wasser eingeworfen, oder? Bei meinem Programmer eben. Alles bereit zum Sprühen. Bei dir der Döner eine und ein paar Pommes. Bei Pizza wären es dann gerne mal 2 Pizzen. Habe ich 2 Pizzen einmal früher, also vor ein paar Jahren, auch gegessen. Ja? Das hab ich gebracht, 2 normale Pizzen. Ja? Oder wenn wir an einem Tag, also das habe ich sehr, sehr selten gemacht. Also da habe ich dann meistens irgendeinen Rappe gehabt. Wenn ich dann den ganzen Tag einmal gar nichts gegessen habe, dann habe ich auch Familienpizza allein geschafft. Aber das darf ich heute nicht mehr schaffen. Spider-Man, der Wasserverschmutzer. Durch das, dass ich halt vor gut 3 Jahren angefangen habe, auf meine Ernährung zu schauen und halt viel Sport zum treiben, gewöhnt sich halt dein Magen, das Problem ist, dein Magen gewöhnt sich an sehr, sehr vieles. Ja? Okay. Auch an brutal viel Essen. Freunde scannen und checken, ob sie gesund sind. Hä? Was will ich da jetzt machen? Hä? Was muss ich denn da jetzt tun? Scanne die Fische, um sicherzugehen, dass sie gesund sind. Ja. Ah! Alle gesund. Also nach den Maßstäben der Docs. Wir haben einen Ausbruch im Keim erstickt. Nicht leicht für Oscorp, die Vorteile der Station klein zu reden. Jetzt heißt man vom Arzt verschieben, was Dr. Öde. Noch nie gehört. Am brutal viel, aber auch an wenig essen. Wird das Thema Sport auch mal anfangen, wenn ich gesundheitlich wieder ganz auf der Heben. Das Ding ist, wie du selber schreibst, dein Mund gewohnt sich an sau viel Essen. Dein Mund gewohnt sich aber auch dran, wenn es dir mal wegen weniger Essen also du sollst natürlich nichts essen, ja. Oberhungern soll sich natürlich keiner. Weil es dann nach hinten losgeht. Aber es reicht halt, wenn du halt eine Pizza isst. So, das müssten nicht 2 sein. Das andere, du hast halt am Anfang halt das Bedürfnis, dein Körper schreit halt danach, weil er es nicht anders gewohnt ist. Ja? Der sagt, hey, gib mir nur mehr, weil du isst ja sonst auch nicht so wenig. Also, in Anführungszeichen. Ja? Das dauert halt. Aber das, wenn du mal 3-4 Wochen tust, dann wirst du relativ schnell merken, dass du das, was du halt vorher jetzt an Mengen gegessen hast, nicht mehr runterbringst. Du müsstest halt dann wieder übertreiben. So. Ich müsste halt auch mehr Sport machen, hab so wenig Bewegung in meinem Job. Ja, genau, vor allem du als Postbote hast wenig. Ja, bist der Highlander. Das kaufen wir aber jetzt nicht an, gell? Den kaufen wir jetzt nicht an. Ich find's gut, dass der Spider-Man-Impfstoff. War der Hellkraft auch. Ja, bist Corona. Ich hab noch nie in meinem Leben 2 Pizza geschafft. Ich bin froh, wenn ich eine am Stück schaffe. Es ist halt das andere extrem. Ja, es ist ja nicht schlecht, ja, solange du satt bist, danach, ja, dann ist ja alles okay, dann ist alles legit. Wenn du nach einer halben Pizza sagst, boah, Alter, mit reißt's gleich, ja, okay, dann braucht dein Körper auch nicht mehr. So, ne? Hallo, Spider-Man, kennen Sie die Idee aufmachen? Dankeschön. Weil ich sage nur Bewegung, aber das genügt nicht, um irgendwas aufzubauen. Aufzubauen im Sinne von Muskulatur oder wie meinst du? Ein wenig Frischsmog. Dies ist eine unserer Luftqualitätsstationen, die die Schadstoffe in der umgebenden Atmosphäre überwachen. Super wichtig für die Stadt und ihre Bürger, aber natürlich sind ganz bestimmte Firmenbosse wenig begeistert davon, wenn ihr Schadstoffausstoß öffentlich dokumentiert würde. Es gibt hier viele Stationen.
Stationen, die die Luftverschmutzung messen. Die Idee ist es, Kontaminanten abzufangen, bevor sie toxisch werden. Unter uns, Oscorp will das verhindern, weil dabei rauskommen kann, dass sie die Luft verschmutzen. Die Menge an polyzyklischen Kohlenwasserstoffen in der Luft ist viel zu hoch und steigt an. Wenn sie weiter steigt, könnten Menschen daran sterben. Die Partikel sammeln sich an... Spider-Man ist jetzt neuerdings der Klimaforscher, gell? Also der macht ja alles durch und hole Proben. Die kann ich dann analysieren. Muskulatur und Ausdauer und dergleichen. Ja gut, ich sage mal so, das Problem an du kannst nicht... Wie sage ich denn das jetzt ein bisschen? Es ist so, ich kenne mich ja ein wenig aus in der Szene, ja? Du kannst nicht gleichzeitig Ausdauer und Muskulatur aufbauen. Ganz einfach deswegen, weil sobald du Ausdauersport machst, geht's ja bis zu einer gewissen Pulsfrequenz auf deine Fettverbrennung. Ja? Sprich, wenn dein Körper Fett verbrennt und du halt massivst schwitzen anfängst, baut dein Körper Muskulatur ab. Ja? Im übertragenen Sinn. Ja? Du bist jetzt natürlich nicht gleich ein Steckerlfisch, aber ne, wenn du musst das halt abwechselnd machen. Ja? Der perfekte Mix ist halt praktisch Ausdauersport, Kraftsport. Ausdauersport, Kraftsport. Also ich hab's immer so gemacht, ich hab drei Tage Kraftsport gemacht. Kraftsport. Ja? Ich hab 3 Tage Kraftsport gemacht und 1 Tag Ausdauer. Ja? Stunde Ausdauer, Stunde Cardio, Stepper, Laufvergeh oder Treppensteigen. Holy shit. Da haut's da tatsächlich einiges runter. Ja? Wenn du jetzt natürlich etwas priorisieren willst, ja? Wenn du jetzt zum Beispiel sagen willst, hey, ich möchte erstmal nur abnehmen, ja? Dann mach nur Cardio. Einfach nur Ausdauer machen. Ausdauersport 3-mal in der Woche oder 2-mal in der Woche am Anfang nicht übertreiben. Ja? Und deine Ernährung ein bisschen mit Maß anpassen. Ja? Der Fehler von vielen Leuten ist einfach, die gehen her und sagen so, und ich mag jetzt abnehmen und zwar gleich volle Pulle. Ja? Die fangen Sporteln an, die essen keine Süßsachen mehr, die trinken keine Süßsachen mehr, nur noch Wasser, nur noch Salat. Das Ende vom Liedl ist, nach 2 Wochen stumpfen die ab und werden launisch. Ja? Und dann brechen sie ab, weil sie merken, dass es auf 2 Wochen nicht so schnell weitergeht. Ja, das ist ein Prozess, der dauert seit Zeit. Aber um es nachhaltig und vor allem richtig zu machen, fang an mit 2-mal in der Woche Sport, eine 3-4 Stunden. Und fang an, deine Ernährung langsam zurück zum Schrauben. Ja? Da fangst du dann an und sagst, okay, ab heute gibt es halt nicht mehr einen normaler Spezi. Ja? Trinkst halt einen Spezi Zero. Ja? Ist jetzt auch nicht mega gesund, ja? Aber du sparst da halt schon mal einen Haufen Zucker im Vergleich. Ne? Und dann gehst du einen Schritt weiter. Ja? Dann fangst du halt an, irgendwann gehst du halt mal ans Frühstück. Dann sagst du halt, ja, okay, jetzt gibt es halt nicht mehr Nutella-Semmel, sondern jetzt gibt es halt, keine Ahnung, weiß ich nicht, Knäckebrot mit Butter. So. Ne? So gehst du halt Stück für Stück. Und dann hältst du das halt besser. Ja? Wenn du radikal abnimmst, dann hast du es so schnell wieder drauf, wenn du mal auch nur für eine Sekunde normal ist, so gefühlt. Ja? Je langsamer du abnimmst, umso leichter tust du es zum Halten. Was ja eigentlich am Ende des Tages das Ziel sein soll. Die Wolken sind fürs bloße Auge sichtbar. Also muss die toxische Belastung hoch sein. So, jetzt machen wir mal da... Also wenn ihr generell einfach gesagt, wenn ihr diesbezüglich Fragen habt oder wenn ihr einfach mal wissen möchtet, wie sowas funktioniert, wie ein Körper ein wenig funktioniert, ja. Wie gesagt, ich kenne mich ja mittlerweile durch das, dass ich halt selber über 30 oder fast 30 Kilo abgenommen habe. Ich kenne mich halt ein wenig aus. Dann könnt ihr mir gern schreiben. Das ist überhaupt kein Thema nicht. Ich teile ja meine Erfahrungen gern. Ja? Also wenn da einer Interesse hat oder sich da mal irgendwie, ja, wenn da mal einer reinschnuppern möchte und sich halt vielleicht nicht so sicher ist, was er wann wie am besten da soll, schreibt's mir einfach auf Discord. Also ich loch da auch niemanden aus, wirklich nicht. Also wie gesagt, ich bin selber in der Situation gewesen. Und ja, also es ist überhaupt kein Thema nicht. Da braucht's ja überhaupt nicht am Jammer. Ja? Ich erschrecke wohl. Wie gesagt, wenn's da einfach Rat haben möchtest oder einfach ein bisschen was wissen möchtest dazu, schreibt's mir auf Discord, dann reden wir drüber. Überhaupt kein Thema. Was haben wir jetzt da? Achso, wir müssen jetzt die Bazillenschleider da aufhalten, oder was? Au. Dann fährt er mir einfach über den Haufen, die blöde Sau. Hey, sieh sofort das Vehikel stehen lassen, Herrns! Ich blitz dich. Da, schnell gefahren, hat's dich schon.
Ich mach mir da mal einen Wurstsalat. Mr. Price, lassen Sie sich einen Wurstsalat schmecken. Ich lese gleich noch, was du noch geschrieben hast. Perfekt. Oh, und jetzt wieder zurück zur Forschungsstation, oder was? Okay. Mein schönstes Schornsteinfoto. Ja, brutal. Das Umweltministerium übernimmt den Fall. Vielleicht mache ich mir ein grünes Spider-Kostüm für den Tag der Erde. Okay. Harrys Station hat eine öffentliche Gesundheitskrise beendet. Gut, dann haben wir den Bezirk jetzt komplett gesäubert. Holy shit, der hat fast eine Stunde dauert. So. Jetzt machen wir... Wo ist denn die Hauptmission hin? Hey Lul, wo ist denn die Hauptmission hin? Oscorp wird kaum Argumente gegen eine Nutzung finden. Ach, wir haben ja noch... Okay, ja, wollte gerade sagen. Die ist jetzt... Ja, jetzt ist es wieder da. So, was habt ihr jetzt? Muss ich schnell, Entschuldigung, muss schnell kurz den Chat noch lesen. Muss aber wieder mit dem Rückentraining anfangen. Oh ja, da habe ich auch einiges hinter mir wegen dem Kreuzweh. Ich darf halt über den Winter so 4 bis 5 Kilo abschmeißen, weil jetzt auf das Leder fast... Ja, man muss halt sagen, der Mensch ist ja gewisserweise auch ein Tier. Ja? Und sobald es kälter wird, stellt sich der Stoffwechsel vom Menschen einfach naturbedingt einfach um. Ja? Das heißt, im Winter nimmst du halt leichter zu. Das ist völlig normal. Ja? Im Sommer verlierst du es dafür wieder umso schneller. Maximal 500 Gramm soll man pro Woche abnehmen. Mehr ist nicht gesund und das kriegt man hin. Habe ich vor die Medis wunderbar hingekriegt. Gegen das Medis komme ich leider nicht an, aber das ist nicht schlimm, ich bin wer ich bin. Solange du dich wohlfühlst, ist alles in Ordnung. Ja? Also so 500 bis... Ja, das kommt drauf an. Das hängt vom Ausgleich ab tatsächlich. Also du kannst... Zu mir haben sie aber gesagt, und ich bin eigentlich mit der Schiene aber gut gefahren, so um 1 Kilo. Ein Kilo in der Woche, aber das bringst du mit Sport automatisch dann hin. So 1,5 Kilo maximal in der Woche, dann bist du schon gut dabei. Am Anfang nimmst du sowieso immer mehr ab, weil du Wasser verlierst. Das erste, was du da am Körper verlierst, ist Wasser. Das haben gleich mal 3-4 Kilo beim Teufel. Ja, das geht recht schnell. Tatsächlich. Spider-Man macht Werbung für die Grünen Award. Ja, da müssen wir gleich zum Teufel an den Burschen. Ja, weil so ist es dann leider auch nicht. Ja. Dein Körper setzt es nur schneller an, ja, weil es halt draußen kalt ist. Ja. So wie halt Viecher Winterfell kriegen, so setzt halt du Körperfett an. Das ist, ja, man kann leider nicht alles auf Natur schieben. Ja. Das ist halt schon bedingt auch durch den Körper und halt auch durch die Zunahme. Ja. Holy shit, wird das jetzt ein Healthy-Stream oder was? Ich sag mal, am Ende des Tages muss keiner verzichten. Ja. Es muss nur wenn man halt weiß, wie der menschliche Körper tickt und wenn man versteht, dann kannst du auch Pizza essen und dann kannst du auch mal eine Schokolade essen und dann darfst du auch mal ein Bier saufen oder was weiß der Teufel was, ja, ohne dass du gleich zunimmst. Ja. Man muss halt wissen, wie ich sage, wenn man weiß, wie der menschliche Körper tickt, dann geht alles. Dann geht es auch gleich deutlich leichter. Die Polizei sieht aus, als könnte sie Hilfe brauchen. So, wir verhauen jetzt einmal ganz fitnessgetreu einmal ein paar Verbrecher, oder? Ja, dir gebe ich gleich einen Husini. So, du kriegst erst einmal einen Brustkasten auf den Kopf, dann passt dann falsch schon nichts mehr. Kriegst du das da? Und der da hinten kriegt auch einen Brustkasten auf. Da ist der. Du hörst ab, da steh auf mit deiner Drecksbuffen dabei. Autotür neu sitzen und passen tut's. Lebt da noch einer? Tatsächlich, da lebt noch einer. Kannst du behalten, dein Scheiß. So, damit ja auch nichts passiert. So, jetzt passt auf, jetzt der wir mal. Wir haben neue Anzüge, meine. Irgendwie peile ist noch nicht so ganz, was
Da habt ihr mit den Papiertüten auf dem Kopf, das ist der allerbesser. Wir haben neue Kräfte, wo wir freischalten. Was haben wir da? Erhöht den Schaden, wenn deine Gesundheit über 100 beträgt. Und warum beträgt mein Ding über 100? Verstehe die Frage nicht. Verlangsamt die Zeit nach dem perfekten Ausweichmanöver. Jetzt eigentlich nicht schlecht da. Aber die, wo wir drin haben, haben da eigentlich eh schon mal gar nicht übel. Verringern den genommenen Projektilschaden ist nicht schlecht. Finisher generieren Bonusgeräteauffüllung ist auch nicht schlecht. Und erhöht EP durch besiegte Gegner ist auch nicht schlecht. Also, verstehe die Frage nicht. Fertigkeiten. Ach, das kostet 3. Alter sind die teuer. Aber das sind halt auch fucking OP, die Fähigkeiten. Ja gut, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Na, der Sabedere. Na, da geh her, gescheit aufs Maul geben, du da. Ja, aber auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ist alles fit bei dir? So ein PS5 hat es schon gut, wenn man Cyberpunk spielt. Ja, aber wahrscheinlich auch nur, weil Cyberpunk so dermaßen grottig programmiert ist, dass es nicht mehr schön ist. Also bei dem Spiel wundert mich halt leider wirklich gar nichts mehr. Ja? Es war bei Release schon kompletter Schwachsinn und das meine ich jetzt immer noch nicht wirklich viel besser. Ich möchte gar nicht wissen, wie die Grafikkarten am PC abgeht, wenn du Cyberpunk spielst. Was müssen wir da jetzt eigentlich tun? So. Läuft wohl, wie geht's dir? Sehr schön, das hört man gern. Alles zauberhaft. Alles zauberhaft. Wir schwingen uns heute entspannt ins Wochenende mit Spider-Man. Und ja, wünsche dir auf alle Fälle einen schönen Aufenthalt. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Tag gehabt. Wrong way, ja, das glaube ich auch, dass das der verkehrte Weg ist. Was müssen wir jetzt da eigentlich tun? Da hat es jemand eilig. Ich habe keine großen Probleme gehabt mit Spider-Man. Mit Spider-Man wahrscheinlich. Mit Cyberpunk plus RTX. Okay. Du hast eine Mittagsnatzal gehalten, ne? bis um 7 Uhr auf die Nacht oder was? Machen wir auch was Mittagsnatzal. Ich finde das gescheit geil, im Dialekt zum Schreiben bei dir. Ja, Mundart Beste, habe ich mal gehört. Ne? Und bei den Lieblingsnachbarn, da feiert sich sowieso nichts. So, der Mann hat's hinter sich da, hä? Was tust du beim Reifenwechsel angerutscht, oder was? Sie sind verletzt. Ich bin okay, aber du musst Standish finden, schnell. Die Typen mit den Masken haben ihn entführt und in seine Wohnung verschleppt. Er wohnt im Penthouse, oberster Stock. Okay, warten Sie hier. Gut, dass ihr da seid. Mein Auto ist weg. Brudi? Ich bin sicher, dass ich hier geparkt hatte. Stottermine. Da ist der Stromkasten auf dem Bimbus. Ach, der ist hier, okay. Jetzt wollte ich gerade sagen, dort steht in der Luft, oder was? Ey, da wird blind. Der ist hier. Oha! Wo haben sie das ganze Packhaus auslassen jetzt da? Bist du Dettler? Oh ja, der tut weh. Alter, wir werden nur in der Scheißbude. Was denn hast? Essen ist da. Kattel wünscht dir einen guten Appetit. Los, der Schmecker. Hey, Ole und arbeitet auch hier? Die jetzt kommt der Parkplätze werden Tankkartenbomber. aber Da, echt Europaletten. kontrolliert. Da ist Name Europaletten. Da gehst her. Europaletten haben wir schon gehört, ist OP. Guter Kampf. Der Wille war da. Ja. Aufzug geht nicht. Sie wissen, dass ich hier bin. Vielleicht kann ich den Aufzugsschacht hochkrabbeln. Ja. Er ist Alpha-Raupen im Nest.
Aber gut. Was geht denn eigentlich mit meinem Handy ab die ganze Zeit? Von hier aus müsste ich eigentlich ins Penthouse kommen. Penthouse? Ins Hosenhaus? Oder was? Ins Höschenhaus? Oha. Wenn ich näher rankomme, kann ich ihn ausschalten. Was für ein verfickter Aufzug ist bitte Laser gesichert? Ja, halt dein Futzen. Ab vom Hof, da, häng dir mal. Häng dir mal wegen. Sicher, dass das mein Handy. Ja. Weil das ständig, das leicht ständig auf. Ja, ich hab's ja da vor mir liegen. Ja, auf unnötigen Gaming-Wissen. Ja. Aber so wie die sage, ist diese Sneaky-Peaky-Mission. Ja, das gefällt mir schon wieder. Ein bisschen Sneaky-Peaky-Shot der nie, hab ich mir gehört. Da, ab vom Hof. Ja. Blinde Leute werden nie was sagen, hab ich mir gehört. Das ist doch komisch, dass jetzt mal das da. Ja. Da, der nächste. Häng mal mit deinen anderen Kumpels ab. Da. Na gut, dass der stehen bleibt. Sind das im. Wir bezeichnen es einfach so, ja? Wir bezeichnen es einfach so, ja? Damit wir uns leichter werden. Okay, fast geschafft. So. Was ist eigentlich unser Ziel? Das ist die Frage. Ich verstehe gar nicht. Wir müssen in ein Penthouse, aber warum? Aus dem Licht bleiben. Oha, jetzt wird's gleich ein wenig schwieriger, oder was? Haben wir jetzt schon von beidseitig die Puppe beleuchtet, oder was? Dann müssen wir jetzt mal schauen. Ja, jetzt warte mal. Erst einmal da weg dazu. Ab vom Hof. Auf Wiedersehen. Jonarias, danke dir für deinen Lurk und viel Spaß beim Einkaufen. Ja? Schön aufpassen, nicht dass was passiert, das wollen wir ja nicht. Wahrscheinlich wieder irgendein so wichtiger Typ. Ja, freilich, Sigi, das Spidey ist ja ein sozial engagierter Superheld, ja? Der will ja, dass keiner einsam wird, ja? Der will ja, dass keiner einsam ist. Ja? Das mag ja keiner. Ja? Und der Spider-Man nimmt sich dem Ganzen an. Ja? Kann ja nicht sein, dass seine Freunde da vereinsamen. Da ja direkt der Kass. Ja, als ob der Aufzug stehen bleibt, wenn er mich berührt, ja. Aber wahrscheinlich sogar. Du wirst ein kleines Weizenl kaufen. Ja, aber nur ganz. Oh oh. Ey, ob mit der jetzt. Dann noch ein paar mehr. Immer mit der Ruhe. Ja, hätte man die von der anderen Seite auch ausschalten können? Wahrscheinlich nicht. Hohes Gebäude. Ich wollte gerade sagen, wie hoch geht's denn da noch auf? Brandbomben? Im Ernst? Aha, jetzt haben sie es also geschnallt. Das erinnert mich so ein bisschen an God of War 3. Bewegung! Oh oh. Nicht gut. Ja, okay, kann man machen. Ist da die Luft rein? Ah, das da schaut's hin. Stromleitungen. Garantiert, dass das jetzt gleich da irgendwie unter Strom steht drin. Kannst am Bleiben verzeihen. So, jetzt werden wir mal die Lippen befeuchten, ja, damit ich nicht einen Druck an den Hals kriege da drin. Ja. Prost!
auf euch. Einen schönen Freitagabend wünsche ich. Schön, dass du hat. Freut mich, dass wir uns wieder so zahlreich da versammelt haben an diesem Freitagabend. Ja? Viel Spaß weiterhin. Ich hoffe, ihr taugt. Mehr reine Luft ist mehr gut. Der Luft ist hier so rein. Ja, ja. Ja. Asozial. So, schauen wir mal, was das gerade wäre. Oh, jetzt wird's Nicky Picky, meine ich. Da ist Standish. Okay, und jetzt? Geben Sie Ihr Passwort ein. Stealth. Oh ja. Freunde, Stealth-Mission. Ich werde zwar wieder gnadenlos einscheißen, aber Schleichmissionen sind super. Gefällt mir. So, laut dann. Ist der sicher? Der ist sicher, dann hat's dich schon. Da gehst du her mit deiner Puffen da. So, Affe auf den Beton und dahin geht's. So, dann kann ja der jetzt eigentlich auch sicher sein, oder? Gute Nacht. Maul halten. Okay, jetzt schauen wir mal. Wir müssen das Schritt für Schritt machen. Ja? Übereilen bringt uns jetzt da gar nichts. Jetzt müssen wir erst einmal luren. Ja? Freunde, wir luren wir jetzt erst einmal. Was ist denn das überhaupt für ein Design? Wer designt denn so ein Vasen? Was ist denn das? Ist das überhaupt ein Vasen? Was soll denn das sein? Komisch. Modern Art, ja, wahrscheinlich. Was die Bude wohl Miete kostet, wenn's mich fragst du. Mord's Pool da drum? Respekt. Möbiuswesen. I don't fucking know. So, was haben wir jetzt da? Bist du sicher? Du bist sicher, da gehst her. So, faszinierend, dass den sowieso keiner Hänger sieht. Ja? Und da hinten haben wir keinen. Ja gut, da hinten kann eigentlich jetzt also schon mal nichts mehr sein. Und der da auf der Seite wird es gefährlich, weil... So wie ich sehe, kann das Scharfschützen, oder? Nein, keine Scharfschützen, okay. Dann müssen wir mal schauen. So, wo geht jetzt er hin da? Was sagst du so die nächsten 10 Jahre? Es ist aber wahrscheinlich auch wieder so gekappt, dass du nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt Sneaky machen kannst, bevor das aus irgendeiner Tier die ganzen Verbrecher außer geschwappt kommen. Ja, der ist alarmiert. Ja. Ab einem gewissen Punkt ist gekappt. Ja, das ist ab einem gewissen Punkt gekappt. Okay. Aber mich wundert es, dass das nicht noch mehr, also quasi, dass du nicht noch mehr Sneaky Peaky ausschalten kannst. Da einfach mal das Klavier zusammengehauen, man kennt's. Aua. Ah, der klebt, okay. War das alle? Da hinten steht noch einer so. Der hat's überhaupt nicht mitgekriegt. Ich verstehe die Frage nicht. Okay, geschafft. Hoffentlich geht es Standish gut. Ich sag gerade ein Penthouse und nicht die Hintergrund. Ja, okay, ich hätte eigentlich gehofft, dass man das komplett Sneaky Peaky machen kann. Ne? Geht aber leider nicht. Das ist ja gewissermaßen bei die Bausteine und auch bei die Dämonenlager jetzt mittlerweile auch so. Du kannst bis zu einem gewissen Punkt kannst du Stealthy machen, aber dann kämen halt die Gegnerwellen. Ja? Finde ich ein bisschen schade. Aber okay.
Er ist ja der Flammenschwerkämpfer aus Yu-Gi-Oh! Oder was? Ja, geht doch. Aha. Oh, du kriegst einen Möbiusvasen auf dem Bimbus. Ganz ehrlich, das gefällt mir kaputt besser. Wo ist denn der jetzt hergekommen? Versuchen wir es nochmal. Der arme Teppich. Irgendwann fällt es eben auf, wenn ein paar Leute von der Decke baumeln. Ja, offensichtlich, ja. Stimmt. Irgendwann muss es ja doch einmal irgendeiner so jemanden geben, der wo ein wenig etwas sagt, ohne Brenn, dass du da zum Beispiel. Ja, wo hat denn den hingehängt? Ah, der wird jetzt nicht mehr da sein. Ist eh wurscht. Aber das wollte halt irgendwann schauen, irgendwann soll es halt schon mal auffallen, wenn da jetzt da einer herkommt, hey, ich bin's eine Woche, da hängt ja einer oben. Ja, wie? Ja, das wird halt irgendwann. Da soll jetzt halt den einen oder anderen geben, dem wo das, der wo das vielleicht ohne Brenn gespannt. Gefahr gebannt. Hinter was waren die her? Nur Finanzunterlagen. Über den Teufelsatem? Woher weißt du davon? Warum wollen die das? Ich weiß nicht mal, was das ist. Mr. Osborn hat da jahrelang Geld hineingesteckt, aber das ganze Projekt ist geheim. Ich bin der Einzige, der Unterlagen darüber besitzt. Nicht mehr. Die haben etwas auf einen gesicherten Server kopiert. Gehaltsinformationen eines Dr. Isaac Delaney. Wer ist das? Ich weiß es wirklich nicht. Runter! Los, los! Eskaliert schon wieder so gnadenlos. Halt, der Aufzug ist... Ja, da geht's dir voll. Bin gleich da! Es war so klar, dass wenn ich die Flaschen in die Hand nehme, dass in der Quicktime wegkommt. Fast erwischt! Versuchen Sie langsamer zu fallen! Ja, toll. Kommt sie! Alles okay? Ja, ich glaub schon. Gut, gut. Naja, für einen Aufzugsschacht ist es ja doch ganz hübsch. Toll. Wenigstens haben wir nicht so weit aufsteigen müssen, wie wir gefallen haben. Hey Yuri. Alles okay? Ja, aber ich habe nicht viel aus Standish rausgekriegt, bevor diese Sable-Typen mich weggeschickt haben. Was läuft da? Ich glaube, sie wollen dafür sorgen, dass er den Mund hält. Weil er etwas über den Teufelsatem weiß. Genau. Was auch immer das ist. Ich arbeite dran und hab schon eine Spur. Eine Spur? Du hörst dich an wie ein Polizist. Du meinst Spider-Cop. Oh Gott, na, please don't. Yuri? Das ist nur fair. Peter, was ist mit Standish? Er ist in Sicherheit. Okay, gut. Und die Dämonen? Sie haben einen Namen gesucht. Hast du was zum Schreiben? Ja, los. Dr. Isaac Delaney. Okay, wer ist das? Was ist mit ihm? Ich hatte gehofft, du wüsstest es. Ich bin dran. Gib mir nur einen... Ach, bevor ich's vergesse. Du hast diesen Tracker von Tombstone bei mir vergessen. Ich bringe ihn zu Dr. Octavius Labor und sage dir, was ich über Delaney habe. Neue Nebenmission freigeschaltet, ja, das machen wir doch glatt. Ja? Okay, jetzt pass auf, wir haben auf alle Fälle jetzt 3 Punkte, dann können wir jetzt da das einmal ausstarten. Mehr oder weniger drücke nach dem perfekten Ausweichmanöver gegen Gewehr und Pistolengegner Dreieckpfeil und sofortigen Takedown. Das ist doch zauberhaft. Und das ist nur brutaler. Führe einen einfachen Gegner unmittelbar einen zweiten Finisher durch. Ja. Das ist halt schon geil. Was 2 vor mir ausschalten. Brauchen wir aber auch wieder 3 Punkte tatsächlich. So. Können wir was upgraden, ist die Frage. Können wir nicht, weil uns da Herausforderungsmarken angehen tatsächlich. Schaut's da rund aus?
Haben wir eine Herausforderungsmarken, da ebenso. Die ist... Okay, wir brauchen überall Herausforderungsmarken. Anzüge, ja. Da haben wir jetzt wieder neue Fähigkeiten da. Was haben wir jetzt da? Die Möglichkeit, dass durch genommenen... Was? Die Möglichkeit, dass durch genommenen Schaden Geräteauffüllungen generiert werden. Das ist auch nicht übel. Plasmaentladungen des Gewebes setzen die Anzugoberfläche unter Strom und betäuben Gegner, die ihn berühren. Muss nach Aktivierung nachladen. Das ist zauberhaft, das nehme ich. Da bin ich sogar gewillt, den Projektilschaden auszuwechseln, weil wir ja den eigentlich relativ gut dodgen können. Versuchen sie langsamer zu fahren, das hat mir mein Fallschirmsprunglehrer. Setzt das mal um. Ja, okay. So, wir haben eine Nebenmission, hat's geheißen. Die wo ist. Das war also aber hoffentlich nicht gelungen, dass wir eine Nebenmission haben, oder? Oder sehe ich sie gerade nicht? Okay. Mir wird aktuell gerade keine Hauptmission nicht angezeigt. Wahrscheinlich müssen wir einfach wieder sinnlos durch Gegend schwingen, bis dass wir ein bisschen gesagt kriegen, wo wir hin müssen. Das ist aber tatsächlich so. Reiter Missionen mal anschauen. Tombstone beobachtet irgendwas, ich muss herausfinden, was. In Greenwich. Ja, aktivieren wir halt. Der Tombstone, den haben wir letztes Mal kennengelernt. Ja, das ist nicht der Undertaker, für den Fall der Fälle, dass die Frage kommt. Aber der Superheld, oder der Supervillain ist er eigentlich. Der Mann, der ist hart im Nehmen, wenn du mich fragst. Wahrscheinlich müssen wir genau die Mission ja jetzt machen, damit es überhaupt weitergeht. Nachricht von Doc. Verzeihen Sie den späten Anruf, ich platze vor Ideen. Wir haben zu klein gedacht, Peter. Warum fehlende Gliedmaßen durch Kopien ersetzen, wenn wir sie verbessern können? Wer einen Arm verloren hat, will ihn natürlich zurück. Aber wir können etwas Besseres bieten. Der menschliche Körper muss nicht unser Standard sein. Wir können darüber hinausgehen. Denken Sie mal darüber nach. Doc reibt sich wirklich auf. Aha. Hoffentlich überanstrengt er sich nicht. Jetzt schauen wir uns erstmal die Nebenmission da, ja, mit dem Tombstone. Scheint ja interessant zu sein. Ich sollte mir hier auch noch den Sender von MJ ansehen. Wie jetzt? Wir gehen da als Peter rein? Ja gut, du kannst da gleich fotzen ans DJ Key haben, wenn du mich fragst. Ach so, wir haben im Labor vom Octavius. Okay, ja gut, dann. Wenn ich das rekonstruiere, kann ich Tombstones Fahrzeuge verfolgen. Okay, wir müssen mal Schaltkreis basteln. Zielspar... Oh, leck, das wird jetzt lustig. Jetzt pass auf. Von da geht der Strom aus. Wir müssen dann wahrscheinlich... Ach so. Oder wie? Na, warte mal, müssen wir mir... Kann man das... Kann man... Moment einmal. Kann man den dann da dran? Okay, kann man dran. Ja gut, okay, alles klar. Das heißt... Ja, wir müssen... Ja, okay, das kann jetzt lustig werden. Okay, ja gut, den werden wir schon irgendwo hinbringen. So. Ah, halt, das ist Quatsch. Brauchen wir wenn dann den. Also wir brauchen am Ende eine Zielspannung von 5.
Gut, da können wir uns jetzt aussuchen, ob wir so gängen. Oder einfach so. Das wird sich dann wahrscheinlich da hinten erst außerstellen, wie wir lang gehen müssen. Aber jetzt gehen wir einfach einmal so, weiß ich, was das ist. Warte mal. Das ist nämlich ein neutral, hey, da haben wir keine mehr. Ah, das funktioniert zum Beispiel schon einmal. So, und jetzt brauchen wir eine Minusspannung. Easy. Das sollte reichen. Zeit für einen Test. Ja, das war jetzt gar nicht so dramatisch. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Haben wir ja gebildet, ja? Wir haben eine gebildete Community. Okay. Einfach dem Signal nach. Sollte mich an den Ort führen, an den Tombstone will. Die Frage ist, ob ich das möchte. Tombstone. Der macht mir echt Kopfschmerzen. Undurchdringliche Haut plus 0 Moral gleich großes Problem. Hoffe, Autos zerlegen ist das Schlimmste, was er so macht. Wahrscheinlich eher nicht. Obwohl mir der Schurke schon stark interessiert. Ich habe von dem noch nie was gehört. Der Streamer-Bildungsauftrag, ja genau. Ich verliere es. So, wir nähern uns auf alle Fälle nach und nach. Ja, der wird jetzt nicht irgendeinen Kinderschulbus ausrauben wollen. Ja? Der wird schon ein wenig mehr auf dem Kerbholz haben jetzt. Okay, der ist auf alle Fälle irgendwo da. Da, der Laster. Na, ihr Sonntagsfahrer? Mist, es ist Spider-Man! Ruft Verstärkung! Ist jetzt schon Müllabfuhrgegner oder was? Was das denn? Je, die ganze Bande ist da. Ja, ich wirf das Moped dafür, was hältst du denn da davon? Oh, dir auch. Mehr Moped-Werfer ist mehr gut. Okay. Erledigt. Mal sehen, was im Laster ist. Ich find's cool, dass man einen Moped-Daffe werfen kann. Also, jetzt geht gerade noch, dass wir irgendwann einmal ein Taxi-Affe werfen können. Oder einen Panzer. Chemikalienbehälter. Aber alle sauber geschrubbt. Offenbar kommen die alle vom Alchemax-Werk in Harlem. Aber was war in ihnen drin? Das Geräusch bedeutet das Ende unserer Blitzrunde. Sollte mal bei Alchemax vorbeischauen und herausfinden, was in diesen Fässern war. Tombstone plant da was. Wahrscheinlich illegal. Definitiv gefährlich. Okay. Hey, hast du Zeit, etwas für mich zu überprüfen? Nein, aber wenn du nicht fragst... Uns wurde eine verdächtige Kiste auf einem Dach in Hell's Kitchen gemeldet. Ich könnte das Bombenkommando rufen, aber wenn das nur ein Schulprojekt von ein paar Kids ist... Ja, ich weiß. Budgetkürzungen, bla bla bla. Also? Kannst du bitte mal nachsehen? Da war ja das Zauberwort. Ich hoffe, es ist irgendein Schulprojekt. Mann, ich vermisse das. Schulprojekte sind so viel einfacher als echte Projekte. Wie weh, weil so ein Motorradl tut.
Sogar was ist, möchte ich nicht rausfinden, ne? War das jetzt die komplette Nebenmission oder was? Nein, da geht's ja noch weiter. Wisst ihr was? Der Geschichte gehen wir jetzt noch. Das interessiert mich jetzt mehr wie die Schulpuppenkisten, oder? Bis der Spider-Man ganz flott ist, der Handy wieder Schrott. Der Harley wieder Schrott, ja, genau. Hashtag Harley-Schubser. Da gehen wir jetzt erst einmal der Biker-Gegner noch. Das ist jetzt, meine ich, finde ich gerade ein bisschen interessanter. Scheiß auf das Verbrechen. Wir brauchen mal ein bisschen Content jetzt. Ja? Wie ist es möglich, dass diese maskierten Verbrecher... Das macht der Gordon Ramsay in Spider-Man. Ja, das Thema haben wir vorher schon gut. Und nach wie vor Unschuldige wie Oscorp-Finanzvorstand Charles Standish in ihrem Zuhause... Ich glaube, der Mr. Billinger hat eben das gesagt, dass manche Nebenstories ziemlich interessant sind. Und gerade das mit dem Tombstone ist jetzt, schau mal, das ist einmal nicht so eine 0815 Nebenstory von schwing den von A nach B, hau einen Verbrecher zusammen und schwing den dann wieder von B nach A. Ja, das ist jetzt tatsächlich einmal eine Story mit Hintergrund, eine Nebenstory. Keine normalen Verbrecher, vielleicht nicht mal normale Terroristen. Nein, Biker kennen die Harley-Schubser. Aber das sieht mir Die hellen Engel. nach einem Kult aus. Soll das ein Witz sein? Diese Leute sind wahnsinnig. Die sind unberechenbar. Schrecklich. DSC hupst. Ja, genau. In Angst leben, ständig über die Schulter schauen, jederzeit mit einem Attentat rechnen. Wenn Sie mich fragen, dann lautet die Antwort ja. Weil sie später in der Werkstatt treffen. Das gilt da übrigens für Ducati-Fahrer, ja? Habe ich mal gehört. Achtung, Einheiten. Benötigen Verstärkung für Officer unter Beschuss. Haben einen Ja, der Officer hat einen Buffen, der wird sich schon helfen können, und wenn nicht, dann hat er ist halt kein guter nicht. Das muss man halt einfach mal so sagen. Ja, freilich ist er nicht in so einer abgefuckten Lager. Da ist ein Scharfschütze. Warum Scharfschütze? Ist zwei Kundenbrunzer da unter. Was ist denn mit euch verkehrt? Ah, also hier findet die Party statt. Ach, das ist ein Lager. Ja, okay, verzuführt. Das machen wir anders mal. Lager möchte ich jetzt da nicht machen. Denken wir schon, warum haben da Scharfschützen? Da ist das Alchemax-Werk. Okay, erst einmal ganz langsam. Wenn nicht, dass da 100.000 Gegner haben und wir dann Probleme kriegen. Was baut er da drinnen bloß? Schauen wir uns an. BMW-Fahrer können auch nicht grüßen. Ey, nein, das stimmt nicht. Ich hab mal BMW gehabt. Ich hab immer fleißig grüßt. Ja? Und auch mein Spätzl, der mit mir gefahren ist, der hat auch BMW. Der grüßt auch freundlich. Macht er wieder in Drogen? Sind schwer bewaffnet. Ich sollte wohl besser lautlos bleiben. Oh, Sneaky Peaky, Freunde. Oh, haben wir Bock auf Sneaky Peaky? Ich glaub schon. Sneaky Peaky. Harley-Fahrer, hab's nicht mehr. Das ist zauberhaft. Wobei jetzt, glaube ich, haben sie Öltankfahrer. Weiß ich nicht. Jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn jetzt da an Gegner? Oh, da haben wir aber ein paar durch, gell? Nicht. Ungefährlicher als der Boss, wenn wir es versauen. Jetzt beeil dich mal. Jetzt schauen wir mal, jetzt pass auf. Der scheint mir am sichersten zum sein. Ja, nein, eben nicht. Der hat Gefahr. Was ist mit dem da? Der chillt oben auf dem Container. Alter, die beobachten sich alle gegenseitig. Wie sollst du das nicht... Ja, das... Pass auf, das meine ich wieder jetzt gar nicht einmal so einfach. Ich bin stets bemüht. Ja? Ich hab auch eine, aber BMW-Fahrer grüßt dich. Was hast du denn für BMW? Ja, wenigstens einmal einer, der wo sicher ist. Da gehst her. Ah, du bist bestimmt auch einer so. So, jetzt wird auch der automatisch sicher. Das ist ja auch schon mal etwas. So, bleibt der auch sicher, hoffe ich jetzt einmal, ja? Da müssen wir das Fail einfach galant von hinten aufrollen, ja? Das wird nicht anders. 650er GGS. Zauberhaft. Zauberhaft. Eine Freundin von mir fährt auch seit ein paar Monaten BMW, die hab ich schon angekriegt, dass sie schau wie aussieht, was ich. Ja, das. Es ist so, manchmal, hat einmal Situationen gegeben, da bist du gerade, weiß ich nicht, irgendwie voll gedanklich weckert oder keine Ahnung. Da ist mir auch passiert, dass ich Bratzen nicht ausgebracht habe. Oder gerade wenn einer vor mir hinter einen Lastwagenvierer kommt, so auf den letzten Drücker, dann ist mir auch mal vorgekommen, dass ich einmal einen Gruß übersehen habe. Aber ich habe eigentlich schon immer irgendwie grüßt. Ja. Außer also Rollerfahrer, gell? Also das habe ich nicht grüßt. Alles ab 125 Kubik aufwärts
was 2 Radl gehabt hat, das habe ich gerüst. Ich habe auch keine Quadfahrer nicht gerüst, einfach weil ich es nicht eingesehen habe. Ja? Aber gut, jetzt kümmern wir uns erst einmal um die da, weil die grüßen glaube ich auch nicht, wenn du mich fragst. Aber mir grüßen wir sie. Oder wenn man gerade am Losfahren ist, genau, ja, du tust dich halt schwer, wenn du dann am Auskuppeln bist, dass du kannst den Braten schon raus tun, aber dann bleibst du halt wahrscheinlich an der Ampel stehen. dann hast du noch einen Tinnitus, das kann ich sagen. So, was ist jetzt da? Was habt ihr denn jetzt da mit den Obi-Taschenlampen da? Das ist nur ein Risiko, habe ich gehört. So, Ende. Zu wieder und Laternen. Oh, das war jetzt... Ei. Das war so nicht geplant. Hey Frank, alles klar? Stolpermine, meine war das ja genau. Kann jemand mal nach Frank sehen? Okay, ich sehe nach, was los ist. Entspannt der das jetzt nicht, oder was? Ja, dann geh halt auch wieder hin, du Arschloch! Ja, irgendwer rennt da schon mal rein. Ja, ich glaube, den hat's jetzt gerade auch schon hin. Irgendwie! Okay, weiter, jetzt kommt... Ich wollte gerade sagen, das wäre der Schiff, wenn es so Dennis noch weitergeht, genau. Ich sehe nach, was los ist. Wir Black Hidden Bikers auch. Ey, du dreh dich mal um. Es wird halt wahrscheinlich der Spider-Man gewesen sein, ja? Der weiß ich nicht, der Batman wird keiner nichts ausgespinnt haben. Ja, sag einmal, mag der nicht zurückgehen oder was? Oder ist er angewachsen da jetzt durch bei oder was? Ja gut, ist eh wurscht. Irgendwer rennt da schon ein. Da brauchen wir uns nicht obi da. So, wie schaut's bei dir aus? Du bist sicher, ab geht's. In Zivil grüße ich auch immer die Leute mit Namen, die schauen dann immer verwirrt, weil sie mit Objekt-Postklamotten nicht erkennen. Ach so. Ja, das meine haben die meisten nicht gewohnt, dass man's. Also die haben da wirklich. Ja, okay. Aber dann kann man die zwei eigentlich jetzt mal voneinander. Gefahr, das ist schlecht. Ich brauche Rückendeckung. Ja, die zwei nicht. Ja, das ist halt. Ah, da ist ja noch einer. Nicht zu, dass jemand die Lieferung stoppt. Was ist mit ihm da unten? Der ist safe. Ja dann. Komm zurück, Spider-Man. Ich bin nett zu dir. Hat dich überrascht, was? Oh, das war knapp. Ja, die zwei haben halt die Dimmern, das musst du halt auch sagen. Jetzt meine ich, hat das gefressen, jetzt pass auf. Ja, Herrgott Seele. Das bedeutet... Ah, von da kriege ich den aber nicht. Aber, wir haben ja das gute Aufprallnetz. Und schon passt's. Easy. So.
Jetzt müssen wir die zwei noch voneinander trennen. Hey, ich hab was gehört. Wer ist da? Hey, wir haben hier ein Spinnenproblem. Und du steckst mittendrin. Tombstones Männer sind erledigt. Easy. Dann mal ran an diese Fässer. Was lange währt und so. Ja, wird endlich gut. Ja, die zwei, schaut, das ist halt aber auch zauberhaft, oder schaut ihr das auch? Schau hier, in einer Reihe 4 gewinnt, Freunde der Sonne. Ja? Also wenn das nicht mindestens ein 10 von 10 ist, also dann weiß ich es ja wirklich auch nicht mehr. Ja? Da haben wir alles in Betracht gezogen, ja? Kameradschaftlichkeit, wir haben die Einsamkeit bekämpft, wir haben auf Synchronität geachtet, also wenn, also Leute, das ist Kunst, genau. Das ist, da, ja, richtig. Kattel, das ist da. Das müssen wir verewigen. 4 gewinnt. Also das ist zauberhaft. So, schau her, und Moped umschubsen. Können wir auch noch, ja, wegen Radau machen. Ja. Das ist so bescheuert. Da wäre ja das Moped dürfen, da weiß ich, was das ist. Wahrlich zauberhaft. Ich darf auch sagen. Ich darf einfach sagen, so was ist jetzt mit Enk? Diox 3. Ist das nicht das Zeug, das Tombstone als Kind erwischt hat? Was will er jetzt damit? Komm, wo ist 5 gegen Willi? Oh! Aber jetzt kriegen wir Anschiss, Freunde. Was ist jetzt ein Zombie? Ist jetzt ein Zombie oder? Schaut aus wie ein Ork. Bist du Mora entlaufen oder was? Verstehe die Frage nicht. Was ist mit ihm eigentlich verkehrt? Ich hab gehört, da schau her. Lieg wie Molly. Ja. Ja, ich hab die vom Moped oben blitzt. Mehr Typen, mehr Drogen. Man sollte den Leuten mal die Gefahren von Gruppenzwang erklären. Der fährt mich da einfach über den Haufen, da ist der. Wenn's ihr mit zusammenfahrt, wie fängt ich das Moped ins Gesicht? Da tun wir überhaupt nicht lang umeinander. Den gar nicht erst dran. Okay, wo kommt's jetzt so leer? Okay, Anzeigebug, nice. Ach so, die haben gegen Nahkampfangriffe ein Zeil unverwundbar, okay. Ich befürchte, die Drogeninhalatoren und das Diox 3 gehören zusammen. Ich sollte mir mal einen dieser Inhalatoren genauer ansehen. Was? Was für Dinge? Einen Inhalator. So ein Ding da quasi, oder was? Okay. Okay, was steckt in dir? Oh, jetzt wieder zum Analysieren. Ich sehe ein wundervolles Gefühl, wenn du an der Wand babst und deine Harley gerade gegen die Wand geschleudert wird und du nur zuschauen kannst. Das Beste ist, wenn du an der Wand babst und du zuschauen musst, wie einer deine Harley schwingt und du dann noch zuschauen musst, wie die Harley auf die zugeflogen kommt. Da meine ich, da kannst du heimschreiben, dass du gefallen bist, wenn du mitfährst. Der Inhalator zum Inhalieren, tief einatmen. Okay, das ist jetzt wieder so ein komisches Biologie-Scheiß-Rätsel-Dingenskirchen, das wo uns jetzt eventuell wieder 5 Millionen Jahre kosten wird. Aber wir schauen mal, ob wir es hinbringen. Ich tippe jetzt einmal, dass das auf alle Fälle schon mit da her muss. So, und dann brauchen wir jetzt zum Ausblenden, was vermutlicherweise nicht das drum da ist, oder? Nein, okay. Schauen wir mal. Irgendwie, das wird man schon irgendwie deichseln.
Ein bisschen Rätselei brauchen wir um ja, oder nicht? Okay. Ah, der ist nicht, okay. Das ist wahrscheinlich eher der. Okay. Und das ist zumindest schon mal Sinn machen. Das geht auf jeden Fall nicht, weil wir dort 2 brauchen. Das heißt, da ist dann eher sowas wie das. So zum Beispiel. So, das heißt, wir brauchen jetzt da. Okay. Normalerweise dauern sie die Sachen bei mir immer deutlich länger. 3 plus Designer-Amphetamine. Was Designer-Amphetamin? Was ist denn ein Designer-Amphetamin? Cleveres Rezept für vorübergehende Unverwundbarkeit. Bin beeindruckt und besorgt. Für das Zeug gibt es auf der Straße einen gewaltigen Markt. Und Tombstone ist der einzige Lieferant. Ich könnte wohl eine Gegendroge herstellen. Ob es wohl Laborgeräte in dem Laster da gibt? Nein, zurück zur Mission. Wir haben fertig. Man kann Gegendrogen erstellen? What the fuck? Zeit für improvisierte Wissenschaft. Achso, wir müssen. Da, eine Einzeldosis der Gegendroge. Muss sie nur noch testen. Ja, und jetzt? Vielleicht sollte ich Tombstone in seiner Werkstatt besuchen. Na, keine gute Idee. Glaube ich, ist keine gute Idee. Aber mit der was ich trotzdem. Weil, warum nicht? So, wir haben jetzt einen Fertigkeitspunkt. Wir brauchen mal 3, haben wir gesagt. So, machen wir uns bereit für Zeit, Tombstone ins Grab zu bringen. Hey, der war gut, Pete. Ah ja. Aber das aktivieren wir jetzt. Wir gehen mal der Story noch. Ich mag wissen, was mit dem Tombstone, was da auf sich hat. Der ins Grabbringer war nicht wirklich gut. Ja? Tombstone ist ja bekanntermaßen der Grabstein, zu Deutsch. Ja? Kein Antidote, sondern ein Antidrug. Das ist viel wirkungsvoller, wenn du mich fragst. Ja? Das ist das neue Gegengift im Pokémon. Pass auf. Das heißt jetzt zukünftig nicht mehr Gegengift, sondern Antidroge. Was soll jetzt da sonst an einem Freitagabend machen, als in der Werkstatt vorbeischauen? Ich verstehe auch die Frage nicht. Es gibt ja nichts Schönes, wie an einem Freitag auf die Nacht in der Werkstatt einzubrechen, wo irgendeiner von den krassesten Motherfucker umeinander rennt und den ein wenig zum Ärgern. Das ist eine perfekte Idee zum Freitag. Ja? Normalerweise sollte sowas an einem Montag einfallen, weil dann hast du wenigstens nichts mehr von der Woche. Ja? Aber an einem Freitag war ja langweilig. Zeit, Tombstone lahmzulegen. Ja, als ob, genau. Ich klingel da mal. Hallo! Wie keiner so? Frechheit. Der hat aufgespritzte Lippen, wenn du mich fragst. Der wütende Drogenbaron ertrank allein. Klingt wie ein Gedicht. Wenn du das sagst. Oh, das ist ein Kratos, sei Stimme. Fällt mir gerade so ein. Ich war nie so der große Leser. Wie bist du überhaupt an Martin Lee gekommen? Ich bin der Beste. Ich gehe nicht hausieren. Man kommt zu mir. Weißt du, wenn du dich zusammentun möchtest, können wir echt was reißen. Könnte Tombstone tagelang prügeln, ohne dass er es spürt. Ob die Gegendroge wohl wirken würde? Jungs, na los doch! Ja, freilich! Weißt du, unser letzter Tanz ist ein wieder in Ordnung. Es zieht, wenn es regnet. Sonst super. Nett, dass du fragst.
Vor dem Einsatz der Gegendroge muss Was ich bist du Tombstones überhaupt, wie Panzer kein Sportwohl? ausschalten. Leck mir Musch. Oh, bin geschmeichelt. Aber dieses Ausnutzen von Leid ist nicht so mein Ding. Ich muss seine Leute ausschalten, dann kommt die Gegendroge. Magst du mein neues Produkt? Es heißt Werbestau. Hast du den Nicht Namen wirklich. von deiner Marketingabteilung? Ja, da, du Steinmensch, kriegst mir mein Moped ins Gesicht und weiß ich gar nichts. Das hat mir entschieden, 2 Gegner, Freunde der Sonne. Wo ist denn das Elektronetz? Das ist ein Dreierangriff, okay? Oh, Alter! Hey, du willst nicht zufällig Pause machen, oder? Oh, Lonnie, reif? Hast wohl Sport geschwänzt. Er wird langsam, fast geschafft. Ah, wenn du mal los geht's. Wirkt irgendwie nicht gegen ihn. Oh, oder doch? Oh nein! Gegendroge wirksam. Zeit, ihn auszuschalten. Aha, jetzt hat er fucking Flammenketen. Ich fühle mich seltsam. Oh, weißt schon. Partikelentblockungsmittel. Das Übliche. Tust mir wirklich? Hey, ich weiß nicht, wann das letzte Mal passiert ist. Willkommen daheim bei den Sterblichen, Lonnie. Meine Zunge ist komisch. Soll meine Zunge komisch sein? Oh, ja, absolut. 100% noch hoffentlich. Tust du irgendwann mal was Gutes, Lonnie. Eine Suppenküche leiten. Okay, oder das sowas. ist jetzt tatsächlich ein bisschen easy da. Brauchst du einfach grob festspinnen. Aber genau so mag ich es nicht. Toller Kampf, tolle Herausforderung. Wir beide sind so unterschiedlich. Ja, okay, er hat mal ungefähr gar nichts tun können. Also sind deine Tage als irrer Drogenbaron gezählt? Bitte? Klar, fürs Erste. Aber war echt der Hammer. Das sehe ich anders. Das ist neu. Man darf wohl nicht hoffen, dass du es jetzt ruhiger angehst als, naja, Sterblicher? Keine Chance. Die Gefahr macht es nur noch besser. Krasser linker Haken. Freue mich auf den Rückkampf. Lass mal. Ich mag dich. Tombstone Takedown. Okay. Ja, nice. Ich hab ihn einfach kaputt gespinnt. Okay, das war dramatisch. Wie lange Tombstones Kräfte jetzt wohl inaktiv sind,
Wohl nicht lange genug. Aber gute Arbeit fürs Erste, Pete. Wir können stolz auf uns sein. Hast du schon mal so ein Feuer gesehen? Chemisch. Aber nice. War eine coole Nebenstory. Hat mir gefallen. Schaut's so jetzt aus? Haben wir überhaupt Erfahrungspunkte gekriegt für den Wumms? Keine Ahnung. Was ist in der Kiste? Sollen wir uns diesen anschauen, ne? Ich mal schauen, hä? Beziehungsweise so ein Versteck haben wir ja heute auch noch gar nicht gemacht, richtig? Der Bezirk ist tatsächlich relativ groß, aber den sollten wir schon fast auch noch machen, weil dann haben wir zumindest über die Hälfte von der Stadt. Das war eigentlich schon mal gar nicht mehr so schlecht. Ja? Das darf eigentlich passen. Aber machen wir jetzt ein bisschen Entspannung, machen wir den Bezirk da sauber. Und dann schauen wir uns die Hauptmission an. Kann ich sagen. Fangen wir wieder an mit den Rucksäcken, weil das geht am einfachen. Oder was heißt am einfachen? Geht unter anderem schnell. Aber das war jetzt tatsächlich eine Nebenmission, die war richtig, das war cool. Da war jetzt ein bisschen eine Geschichte dahinter. Auch nicht so eine 0815 Nebenmission, wie man es aus anderen Spielen kennt. Also ich meine, die gibt es natürlich in dem Spiel ja, klar. So. Nochmal? Nice. Also ein bisschen zum Oberkämmer. Aber eigentlich halt ganz gut Content mit dabei, oder? Storytechnisch schon ein bisschen vorankommen. Werden wir auch nur ein wenig weiter vorankommen? Ja, der Herr Pichler, einen wunderschönen Freitagabend. Alles gut bei dir? Steht, dass du einer schaust. So. Was ist denn das für ein Gebäude? Was, du isst schon selber? Sehr schön. Freut mich, dass alles fit ist bei dir. Bei mir ist soweit auch alles zauberhaft. Verbringen wir heute gemütlich einen Abend mit Spider-Man. Haben wir gerade eben ziemlich interessante Nebenstory gemacht mit einem Superschurken mehr oder weniger. Wir gründen jetzt also ein bisschen die ganzen Collectibles neu in dem Bezirk und dann machen wir mit der Hauptmission wieder weiter. Also alles in allem ein ganz schöner, flauschiger Freitagabend. Ja? Ich hoffe, du hast einen angenehmer Tag gehabt und bist gut ins Wochenende gekommen. Bisher. Das von einem bezaubernden Menschen geleitet wurde, mit dem Namen, gleich kommt's, Tombstone. Ja gut, dass er hinter Gittern sitzt, aber wissen Sie, wie Spider-Man den Laden dicht gemacht hat? Er hat ihn angezündet. Wissen Sie, was Drogenlabore machen? Anzündet. Sie explodieren. Spider-Man hätte mit seiner kriminell fahrlässigen Selbstdarstellung den ganzen Häuserblock hochjagen können. Zum Glück konnte die tapfere Feuerwehr den Brand eindämmen, weil es ihr Job ist. Und wenn Spider-Man nicht so dumm wäre, hätte er die Informationen zu Tombstone der Polizei übergeben, damit die ihren Job der Jonah Jameson, der rückt aber wirklich alles ins schlechte Licht, hä? bekämpft man am besten mit Brandstiftung. Aber die Ehre ist Flauschigkeitsfanatiker. Mr. Werb, auch dir einen wunderschönen Freitagabend. Habe die Ehre. Alles fit bei dir. Jetzt kämen uns daher. War ein ruhiger Tag heute. Genauso soll es sein am Freitag.
Genau so soll es doch an einem Freitag sein. Wer braucht schon Stress? Ja? Den kann man grundsätzlich nicht brauchen, aber an einem Freitag schon gleich 3 Minuten. Jetzt mich fragst. So, wieder ein Rucksack mehr. Ja, das geht fix. Das geht fix. Flauschig wie oben. Mr. Verb, das hört man gern. So soll es sein. Wir schwingen uns halt quasi ganz nach dem Motto ins Wochenende schwingen. Ja? So ganz nach dem Motto. Moment einmal, das ist doch die Black Cat, oder? Da meine ich, kommt auch noch etwas auf. Jetzt befragst. Weil rein zufällig ist nämlich da ihr Symbol. Warte mal. Aber das schauen wir uns dann nachher an. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Aber ich bin jetzt richtig gespannt, haben wir vorher schon geredet. Ich bin auf Dienstag richtig gespannt mit Plague Tale. Also da fieber ich jetzt förmlich hin auf den Tag. Ja? Dienstag 18 Uhr, da bin ich richtig gespannt, was das Spiel kommt. Müssen wir noch 3 Tage noch durchhalten, Freunde. Und dann werden wir uns das erste Spieler-Highlight dieses Jahres geben. Also, was heißt dieses Jahres? Spieler-Highlight hat es ja schon gegeben. Aber eins der nächsten Spieler-Highlights diesen Jahres. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Generell, es kämen die nächsten Wochen, Monate, wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, die üblichen verdächtigen Spiele werden jetzt dann kommen auf dem Kanal. Und ich habe auch noch einiges anderes geplant, ja, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass euch das taugt. Also, es könnt sich darauf einstellen, dass die nächsten Wochen und Monate verdammt coole Banger-Games kommen. Ja? Also, wer noch nicht dem geschubsten Clan folgt, weder hier noch auf Discord, dann war das jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, mal auf Discord vorbeizuschauen. Oder mal schauen, ob du deinen Following-Button schon aktiviert hast da bei mir. Weil dann kriegst du es nämlich mit, wenn man mir die ganzen Banger-Games da spielen. Ja? Bitte, Dankeschön. Kostet auch nichts, ja? Ist komplett kostenlos. Das ist mal das Wichtigste. Spinnen? Nächstes Mal kriege ich sie. Ja, der Herr Angel, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's uns denn? Ist alles zauberhaft bei einer? Ich hoffe doch. Einen schönen Freitagabend wünscht er. Schön, dass du reinschaust. So, jetzt pass auf, was haben wir jetzt da? Wir haben jetzt alle Rucksäcke, das ist ja schon mal was, ja? Das ist ja schon mal zauberhaft. Ja, nach die Systemanforderungen. Was? Nach die Systemanforderungen wird es sicher bei viel eine Ruckelparty. Ja, ich schaue mal. Also, ich werde es testen. Ich habe ja aus dem ersten Teil gelernt, ich werde das Spiel nicht auf voller Grafikeinstellung streamen, weil sonst fängt es auch bei mir, es hat auch bei mir das Ruckeln angefangen. Also, wir werden uns mit der normaler Standardauflösung, sage ich jetzt einmal, mit hoher Auflösung, sage ich mal, zufrieden geben, weil das Spiel ja so und anders gut ausschauen wird. Aber ich werde es nicht in ultra hoher Qualität streamen, weil also ich habe zwar einen guten PC, aber das wird am Prozessor dann wahrscheinlich doch zu viel. Ja? Aber nichtsdestotrotz, ich bin so dermaßen scharf wie ein Pfefferkernl auf das Spiel. Und sollte das wider Willen am PC nicht streambar sein, ja, weil die Anforderung zu hoch ist, dann kaufen wir es auch auf PlayStation 5, weil es mir scheißegal ist. Ja? Aber das Spiel werden wir streamen. Ich will Brief und Siegel drauf. Ich muss mir halt nur dann Gedanken machen, was man am Dienstag treiben, falls das Spiel wirklich ruckeln darf. Ja? Weil zeitgleich kaufen wir es natürlich nicht. Bin ich auch klar. The recommended specs ask for at least a GeForce RTX Hobby, a Radeon Hobby. And that's only for ja gut, wer spielt, also in 4K spielen kannst du sowieso vergessen, weil das noch, also was heißt, es gibt PCs, die wo das reißen, aber das kannst du halt nicht dazahlen, ja? Und die PCs, wo das reißen, da brauchst du dann auch nicht mehr streamen, weil dann das geht halt einfach nicht, ja?
Aber ich sage mal so, in normaler Auflösung in HD, das muss gelangen. Ja? Das muss reichen. Notfalls, wenn wirklich alle Stricke reißen, ja, dann schraube ich die Auflösung von Twitch oben. Ja, das kann ich auch tun. Ja, dann streamen wir halt nicht in Full HD, sondern halt nur in HD. Ja? Also da haben wir Spielraum. Ja? Freunde, wir haben da Spielraum. Warum kommen wir jetzt da nicht um? Ich möchte mich wieder verarschen, oder was? Schwarz wie Pfefferkern, was auch noch nicht gehört. Hashtag Bildungsstream, Freunde der Sonne. Das wird sich immer wieder außerkristallisieren. Ja? Wir haben einfach eine Bildungscommunity. So, die Bildungscommunity hat es jetzt geschafft, alle Rucksäcke zu sammeln. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um den nächsten Abfuck, nämlich um die 2 Tauben dort zum Fangen. Dann machen wir Sehenswürdigkeiten, dann machen wir Felicia Harding, also sprich die Black Cat, und dann machen wir Forschungsstationen. Ja? Eins nach dem anderen. Der sagt, ich hab's doch gesagt. Das kommt einmal. Also, wenn's keiner requestet, einer requestet's immer, und das ist die Frau Semkroweiff mit unnützen Gaming-Wissen, weil die ist quasi die Markenbotschafterin für Bildung, ja, in unserem Stream. Und heute geht's. Oh. Oha. Wer von euch hat Castlevania gespielt? Haben wir mir Leute im Chat, die wo Castlevania gespielt haben? Wie schauen wir da aus? Noch nie gehört. Okay. Auch nicht. Auf dem N64, okay. Ja, der Angel hat gefühlt alles schon mitgespielt. Was ist das? Castlevania ist ein Spiel, ich weiß nicht, ob es immer noch Nintendo exklusiv ist, aber es hat es früher auf dem Nintendo gegeben. Ich selber habe tatsächlich auch noch keins gespielt, sage ich auch ehrlich dazu. Aber ja, schauen wir mal, was in dem Gaming-Wissen steht, ja. In Castlevania Lords of Shadow liegt neben einem Skelett eine Nachricht, in der uns der Tote mitteilt, dass die Rohre des Schlosses in einem so schlechten Zustand sind, dass sogar sein Bruder Mario erschüttert wäre. Das heißt quasi, das Skelett ist der Luigi. Verstehe ich es richtig? Okay, also nochmal. In Castlevania Lords of Shadow liegt neben einem Skelett eine Nachricht, in der uns der Tote mitteilt, dass die Rohre des Schlosses in einem so schlechten Zustand sind, dass sogar sein Bruder Mario erschüttert wäre. Okay, das ist creepy. Ist natürlich nur eine Anlehnung, klar, aber wörtlich übersetzt oder wörtlich gesprochen heißt das Skelett ist der Luigi. Rest in Peace, Luigi. An der Stelle. Ja? Wieder weiter hat Castlevania ein Sticker-Set drauf. Kommt aus der Endzone. Wow, leckt Endzone. Alter, wie lang ist denn das her? Oh, jetzt hast du was hervorgerufen, Mr. Angel. Endzone, heilige Scheiße. Na gute Lucky. Aber Castlevania ist tatsächlich auch an mir vorübergegangen. Habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Eine Taube. Bleib hier! Ich tu dir nichts! Ich glaube, da gibt es sogar eine Serie davor auf Netflix, wenn mich nicht alles täuscht. Also ich meine zumindest, das schon mal irgendwie wo gelesen zu haben. Folgendes: Eine streunende Katze verbeult ihr Auto. Gut. Sie bringen es Okay, die Daumen haben wir, dann brauchen wir nur noch diese da. Was das jetzt Castlevania ist, das Sequel von Luigi's Mansion? Nein, das sind zwei ganz unterschiedliche Spiele. namens Tombstone zugange ist und er und Spider-Man genau in diesem Moment aufeinander losgehen. Wie soll ich denn auf die hinkommen? Ich gehe also rein und da kämpft Spider-Man gegen diesen riesigen Typen mit Haifischzähnen. Das war dann wohl Lonnie Lincoln, genannt Tombstone. Haben Sie gesehen, ob es bei dem Streit um Drogengeld oder Merchandising Bist du schon wegen älter wie der durchschnittliche Twitch-Viewer, Sepp? Das mag möglich sein. Ja? Aber du glänzt ja dann tatsächlich mit Weisheit, Mr. Angel. Wir haben Ja? viel durchgemacht, aber bitte nicht in diesem Ton. Das hier ist eine Familiensendung. Tut mir leid, aber gut, dass ich gegangen bin, weil bald schon kamen Feuerwehr und Cops an. Ah, die wahren Helden. Zum Glück. Wir können alle ein Happy End vertragen. Dachte, das sei eine Familiensendung. Sheriff, wirf ihn raus!
Okay, die war garstig. Die Taube war garstig. Das sollte bloß ein Witz sein. Die Endzone ist, wie der Siegis schreibt, das ist ein Magazin aus den 2000er Jahren. Es war halt. Endzone ist früher das gewesen, was halt. Boah, mit was kann man das halt vergleichen? Ja, das kannst du halt mit mehreren Sachen vergleichen. Endzone war früher eine Zeitschrift, das kannst du halt vergleichen wie den YouTube-Kanal von GameStar zum Beispiel. Ja, da hast du immer News zu Spiele gekriegt und so weiter und so fort. Ungefähr so. GameStar hat es früher auch schon gegeben. Das kann es auch, das weiß ich nicht. Also bei mir hat es tatsächlich gedauert, bis ich mal ins Internet gefunden habe. Aber ich glaube, so kannst du das, glaube ich, vergleichen. So, die Daumen haben wir, jetzt machen wir Sehenswürdigkeiten. Wenn wir das auch gleich hinter uns haben. Der Daily Bugle. Daily Bugle, okay. Eine tolle Zeitung. Besonders seit Jameson im Ruhestand ist. PC-Action war aber das Beste, keiner hat so Blätter hergeredet. Das kenne ich jetzt tatsächlich gar nicht. PC-Action. Dann hat es noch was anderes gegeben. Früher, das war die Kidzone, das war so was Ähnliches. Aber da ist es mehr um Serien gegangen, glaube ich. Gutes Foto. Die kennst du auch noch. Aber genau das war's ja, wenn man kein Internet, deine Updates hast von den Zeitschriften und CDs gekriegt. Ja, das weiß ich schon, das ist mir schon klar, aber ich habe nicht gewusst, dass GameStar auch als Magazin früher gegeben hat. Das hab ich nicht gewusst. Das kenne halt ich nur aus dem Internet halt praktisch, GameStar. Das war jetzt auf die Aussage bezogen, dass ich halt GameStar nur aus dem Internet kenne. So. Oder hat es ja früher mehrere Sachen gegeben. Ja? Früher hat es auch sämtlichste Zeitschriften für irgendwelche Themen gegeben. Ja? Imagine, heute noch in der Fernsehzeitung zum Schauen. Ja? Ist jetzt ein simples Beispiel, aber so war die Welt halt früher. Toll. Hatte ganz vergessen, wie viel Spaß das macht. Ja, da haben mehrere auf einen Haufen. Kiste auf dem Dach, klar. Ich muss die Kiste auf dem Dach überprüfen. Ich hab keine Zeit für deine Kisten auf dem Dach. Ich muss ein Foto schießen, sind fix. Ah. Chrysler Building. Ai! Ja. Wunderschön. Vereinte Nationen, Midtown, okay. Ob König T'Challa für seine Kräfte von einem radioaktiven Panther gerissen Wakandanische. wurde? Ist das jetzt eine Anspielung auf Marvel? Wakandanische, ist diese Wakanda, ne? Marvel und so? Die kenne ich noch, also die Kidzone. Gibt's die Heftel auch nicht mehr? Los mir das googeln. Ich glaube nicht. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass heute noch Zeitschriften gibt. Abgesehen von der normalen Zeitung halt. Also ich kann mir's. Gibt's bestimmt noch vereinzelte Sachen, aber so Sachen wie Kidzone gibt's halt bestimmt nicht mehr. Weil das behalte ich. Ganz ehrlich, in Zeiten der Digitalisierung, wer kaufen das noch? Also Gottes Willen. Zeitung ist der Tanke auch nicht mehr. In der Tanke auch nicht mehr. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe noch in meinem Leben noch nie in so eine Duden-Zeitung reingeschaut. Ja, ohne Scheiß, habe ich wirklich noch nie da. Aber die gibt's, glaube ich, schon noch. Ja, also, weil das gehört ja irgendwie. Weiß ich nicht, ob das irgendwie zur menschlichen Befriedigung gehört.
Also offensichtlich ja, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Sehr schön. Ja, Kattel, genau das ist ja das. Wer schaut sich, welches Kind schaut sich heute eine Zeitschrift an, eben wie du sagst, wenn ich alles auf einer App haben kann. Zu jeder Zeit. Weißt du? Und immer aktuell. So. Also ich glaube nicht, dass das heute noch gibt. Kann man mir nicht vorstellen. Deshalb hat Jonah mich so gut bezahlt. Gutes Foto. So, haben wir alle? Na, einer geht noch. Nice. Wie war das mit den Rucksäcken in dem Spiel, wenn du das sammelst, kriegst du einen neuen Anzug? Verbesserungen kann ich mal. Da kriegst du Rucksackmarken und da kannst du halt Stuff verbessern. Ich mach's halt... lol. Wenn, der Moment, wenn es gestellter Endgegner ist. Ich mach's halt einfach jetzt gerade ein wenig so zum... Einfach, dass ich es ein wenig mitgenommen habe. Okay. Und irgendwie triggert das meinen inneren Monk, wenn da überall lauter Sachen aufblitzen. Oh, da haben wir noch ein Lager. Freunde, haben wir Bock auf ein Dämonenlager? Das machen wir auch noch. Passt auf. Fahrplan. Wir machen jetzt die 4 Forschungsdinger da, die 2 Black Cat Sachen, dann machen wir das Dämonenlager und dann machen wir noch die Hauptmission. Das glaube ich ist eine gute Sache. Ja? Das meine ich ist eine gute Sache. Wenn dir mit 5 schon ein Handy in die Hand gedrückt wird, ja. Mit 5, ja. Stimmt tatsächlich. Du hast nicht Unrecht. Ich meine, ich verstehe das Argument, wenn man sagt, ja, wenn was ist, soll es anrufen können. Okay. Aber da muss kein fucking Smartphone nicht sein dafür. So, ne? Kann ich Black sagt, gebe ich das Nokia 5910 in die Hand, weil das, wenn runterfällt, das Fliesen hin. Aber ja, ich darf es wahrscheinlich auch nicht. Ja? Natürlich, wenn jetzt wenn jetzt ich in 10 Jahren mal ein Kind habe, was dann in die Schule kommt, keine Ahnung, und ich hab noch mein iPhone 12 umeinander liegen, was bis dahin wahrscheinlich eh schon gar nicht mehr funktioniert, weil es eh nicht so lang aushält. Okay. Aber so das neueste Smartphone muss jetzt mein 5-jähriges oder 7-jähriges oder vom Los ein 10-jähriges sein, muss auch nicht haben. Weil fucking warum? Wieder verpasst. Du fragst dich sicher, warum ich wieder im Spiel bin. Der Pfad der Tugend ist langweilig. Mein Ziel ist 50 Millionen. Eine schöne runde Summe, oder? Das Lustige war, das lustige Taschenbuch war beste Kindheitsunterhaltung. Das war aber mit Ding, oder? Mit den Disney-Figuren, glaube ich, oder? Mit Mickey Mouse und Donald. Korrigiert's mich bitte. Das lustige Taschenbuch sagt mir noch was, aber das meine war mit den Disney-Figuren, oder? Ja, das ist der, wo wir vorher gewesen haben. Hab dich. Aber wenn du mich vorher erwischst, gebe ich alles wieder zurück und werd brav. Meine Zukunft liegt in deiner Hand, Spinne. Asterix-Heftel oder Lucky Luke? Asterix habe ich tatsächlich ein Bierchen geholt. Und zwar war das bei den Olympischen Spielen. Da habe ich das Comic-Bierchen dazu geholt. Erst das Comic-Bierchen gehabt und eine Woche später, glaube ich, hat mir Mama dann das Hörspiel dazu gekauft gehabt. Das war dann richtig cool, weil da, was im Endeffekt genau, das Hörspiel war aufs Wort genau gleich wie mit dem Comic. Besonders ich hätte auch gemeint, dass das besonders Donald Duck war. Goofy und so Zeiglers. Ah, es waren gute alte Zeiten. Wenn du mal überlegst, das ist jetzt bei mir. Ja. Gute 17 Jahre her. Da war ich so 12. Ja, 19 Jahre. Felicia hat ihr Ziel fast erreicht. Ich muss das beenden. Und zwar schnell. Hier wimmelt es von Bankern. Da warst du 22. Perfekte Ziel. Bank ist so. Ja, gut, ich weiß jetzt nicht. Beim Angel, ja, da weiß ich, hat er ja gesagt, aber hast du das dann mitgenommen, Highlander? So die ganzen Sachen? So Kidzone und so, weil mit 22 wird es da wahrscheinlich eher keine Kidzone mehr gekauft haben, oder? Ah, hab schon gefunden. Da runter ist er. Miau. Offensichtlich kennt sie sich hier aus. Und da fällt mir ein, wie ich sie erwischen kann.
Herr Optio, gut zu Fuß. Einen wunderschönen guten Abend. Asterix haben meine Eltern alle Hefte, lese sie heute noch genauso wie Helga der Schreckliche. Helga der Schreckliche kenne ich nicht. Asterix gibt's in vielen Dialekten. Ja, gibt's glaube ich sogar bayerische. Na, ich weiß nicht, gibt's eine bayerische Fassung? Ich glaube nicht. Bin mir jetzt nicht sicher. Gibt's auch, hast du auch nicht mehr gehört, okay. Optio, ist gut bei dir. Schön, dass du einer schaust. Bis auf bayerisch, ja, so war das, genau. Auch fränkisch, okay? Helga ist ein Wikinger, auch sau lustig. Ja, den kenne ich, den kenne ich tatsächlich nicht. Asterix im Münchnerisch. So, Times Square Reboot. Auf dem gesamten Times Square wurden gerade neue energiesparende LED-Leuchtreklamen installiert. Sie sind wunderschön und unglaublich kompliziert. Durch eine regelmäßige Wartung kann man sie gut in Schuss halten. Aber Oscorp war nie gut darin, etwas routinemäßig zu warten, wenn es keinen Profit bringt. Ja dann. Wir stellen hier überall energiesparende LED-Anzeigetafeln auf. Die Station überwacht ihre Arbeit. Ich hoffe, sie spart genug Geld ein, damit Oscorp das Programm weiter unterstützt. Typisch. Oscorp hat die technischen Daten ignoriert und die Spannung an den Anzeigetafeln erhöht. Wenn ich das nicht repariere, explodieren sie. Menschen werden verletzt und das ist das Ende dieser Station. Meine Elektronetze versetzen den Monitoren einen Schlag und sie fahren herunter. Und ich habe nur wenig Zeit. Hey, ich hab fucking Ohr-Elektronetz, what do you mean? Wie jetzt? Den kompletten Times Square entlang, oder was? Are you kidding me? Eines Tages fliegen Geschmacklosigkeiten in die Luft, das wusste ich. Ja, das schaffe ich niemals auf die Zeit. Ach da, okay, das verlängert sich. Ja gut, okay. Nice. Irgendwann wird es eine Anzeigetafel von mir geben. Und da steht nicht Land. Okay, nice. Die Gefahr ist vorbei und jetzt müssen die Anzeigetafeln korrekt eingestellt werden. Und sie haben viel Geld eingespart. Das ist wohl Oscorps Hauptanliegen. Vielleicht ist also die Station aus dem Schneider. Okay, Hammer. Soweit ist gut, später zu den Eltern Tele 5 Schleppers schauen. Die schlechtesten Filme aller Zeiten und morgen nach Regensburg Geburtstag von meinem Bruder feiern. Was die schlechtesten Filme aller Zeiten? Tele 5, Alter, die einzigen zwei Dinge, die ich jemals in meinem Leben auf Tele 5 geschaut habe, war Wrestling früher, Smackdown am Freitag auf die Nacht, um 12 Uhr und One Piece. Sonst ist der Sender an mir vorübergegangen. Tatsächlich. Aber herzlich doch noch einen zauberhaften Wochenende für die, Mr. Optio. Ich hoffe, du bist angenehm reingerutscht. So, die Forschungsstation haben wir. Schauen wir uns die mal an. Schlevers ist super. Bin Bambino zu Beginn von Tele 5 damals. Zu Beginn von Tele 5? Da war ich glaube ich noch nicht einmal geplant. Und ist Tele 5 eigentlich auf Sendung gegangen? So.
Datenkette. Datenbackup. Einer der unwichtigsten Aspekte bei einem Projekt bis zu dem Zeitpunkt, an dem er zum wichtigsten wird. Diese Station hilft uns, die Überlaufdaten von allen anderen Stationen zu sammeln. Ein Backup für unser Backup. Backup hat mir jetzt auf alle Fälle auch nicht geschaut. Okay, Ja. diese Station sammelt Überlaufdaten von allen anderen. Wir wollen ja nicht Oscorps Speicherplatz verschwenden. Egal, bitte tu mir den Gefallen und überprüfe... Schläfers ist Kult. Tatsächlich noch nie gesehen. Steinigt's mir bitte nicht. Nicht genug Serverplatz. Es kommt zu einer Überlastung. Dann gibt es eine Löschung. Harrys Daten gehen verloren. Das darf ich nicht zulassen. Moment. Die ESU hat ja einen ungenutzten Sicherungsserver. Der wäre ideal für den Datenüberschuss. Ich muss die Übertragungsschüsseln ausrichten, um eine Verbindung herzustellen. Schnell! Natürlich geht's wieder auf Zeit, weil warum denn nicht? Der ist leicht zu finden. Ich muss da hoch. Okay, jetzt eine andere Verbindung finden. Ja, die da wahrscheinlich da, oder? Ziele mit dem Strahl auf einem Basisrelais, um eine Verbindung herzustellen. Auf ein Basisrelais. Ach, da ja Hint. Geschafft. Ich muss nur weitermachen. Was verbraucht den ganzen Platz auf Harrys Servern? Sah nach DNA-Sequenzierung aus. Aber das gehört nicht zu den Aufgaben der Forschungsstationen. Ja, okay, das ist relativ stabil eigentlich. Konzentrier dich, Pete. Es ist egal, was auf dem Server ist, wenn alles gelöscht wird. So. Fast geschafft. Ja, der Herr Odin, einen wunderschönen guten Abend. Jetzt haben wir es beieinander, die Brüder. Alles fit bei dir? Schön, dass du einer schaust. Warte mal, ich schau mal, ob ich es noch mit triggern kann. Ja, kann ich sogar. Extra für die. Da schaust her. Und merci an der Stelle nur mal nachträglich, oder eigentlich an der Stelle merci für dein Following, was mir gestern glaube viel über 8 nur da lassen hast. Ich hab's heute in der Früh erst gesehen. Vielen Dank. Wir haben by the way die 180er Marke geknackt. Ja, wir haben 181 Follower. Wir hätten Heureka, wir hätten das denkt. Jetzt geht's aber massivst zu auf 200, gell? Alles fit bei dir. Damals als Kabel 1 noch Kabelkanal geheißen hat. Oh, leck, Alter. Alles gut, man muss Scheißfilme mögen, teilweise ohne Logik und Verstand und sinnlosen Inhalt. Politik in Deutschland momentan. Was hat er nicht gesagt? Ja. Das heutige Tele 5 ist 2002 auf Sendung gegangen. Das hat schon ein Tele 5 1988 gegeben, aber der heißt jetzt Sport 1. Warum auch immer. Ist das wirklich so? So, wo ist jetzt da... Lampen wo? Ah. Du sollst dafür rennen, du Hamdacher. Ah, da entlang. Müsste jetzt in der Nähe des ESU-Servers sein. Er hat ja kaum einen Umweg genommen mit seiner Verbindung da. Geschafft. Ich kann den Datentransfer einleiten. Beeilung. So, Datentransfer, go. Schon wieder der scheiß Schreibplan. Okay, Zielspannung ist 2, das heißt, wir müssen... Können wir wieder durch? Achso, nein, die haben gesperrt. Okay, das heißt, wir müssen unten rum und dann da oben. Ja, okay. Sport 1 hätte ich auch gemeint, dass das einmal DSF war. Also DSF kennt sogar ich noch, weil da ist nämlich noch Tele 5 Wrestling gelaufen. Oder vor Tele 5. Ich weiß nicht mehr genau. Ist aber auch völlig wurscht an der Stelle. Sieht gut aus. So, wir haben eine Zielspannung von 2. Jetzt ist die Frage, müssen wir da wieder links rum und dann oben oder gleich oben? Das hängt wahrscheinlich davon ab, wie wir da mit den Baustundel zusammenkommen. Da haben wir jetzt noch 2 insgesamt. Und so wie ich das sehe,
Wir müssen ums Eck auf jeden Fall. Jetzt schauen wir mal. Gut. Da bauen wir erst einmal die wo eine Leitrichtung haben. So, da haben wir jetzt dann eine. Mal sehen. Ja, nochmal -2, weil es eh wurscht ist. So, und da brauchen wir nämlich jetzt die 2 geraden Stickel da. Und dann müssen wir quasi wieder ums Eck bauen, weil wir keine geraden Stickel mehr haben. Okay. So, da gehen wir jetzt gleich mal eine Dreierspannung ein. So, und jetzt haben wir da die ganzen Freier. Okay. Was haben wir? Zielspannung von 2. Das heißt, da haben wir auch noch mal einen 2. Scheiße. Ja, warte, das ist aber jetzt nicht tragisch, weil wir müssen dann gerade da eine stärkere Minusspannung ein, da. Mit der wir die ausziehen, der wir ein Dreier ein und dann müsste es passen. Easy. DSFs deutsche Sportfernsehen. Haben sie wegen öffentlichen Auftrag und Sport TV umbenennen müssen, wegen Tutal-Filme. Ja stimmt, weil da hat's ja, das habe ich mitgekriegt, weil ja Wrestling früher erst ab 0 Uhr gelaufen ist, da haben in der Werbung immer die Sportclips gelaufen, ja. Das weiß der Bazi auch. Es funktioniert. Erwischt hat mir aber tatsächlich keiner, wie das gelaufen ist, ja. Also ich hab mir jetzt auch nicht, ist eh wurscht. Ne, das Thema verinnerlicht mir jetzt einfach einmal nicht. Alles erfolgreich gespeichert. Das sollte funktionieren, bis Norman Harry neuen Server 180. zuweist. Und er wird es gerne tun, wenn er hört, Genau. was die Station Sigi, geleistet hat. der Moment, wenn du Buchstaben hören kannst, ja? Der Moment, wenn du Buchstaben hören kannst, ist legit gerade eben der Fall für jeden, der wo das jetzt liest, ja, in meinem Alter. Ja? Vielleicht bei den Jüngern, die meine wissen das nicht mehr so, ja, die wo jetzt gerade so 20 umeinander haben. Aber wenn alle, die wissen, um was das da geht, die können die Buchstabenreihenfolge jetzt hören. Ja? Das kennst du auch noch. Ja, daher. Alter, Siege, jetzt hast du richtig was angerichtet. Oh Gott. Wenn der Moment, wenn dann das lang verdrängte Kopfkino kickt. Nein, ich sag's nicht. Das sag ich jetzt einfach nicht. Ja, manche Kommentare spart man sich einfach. Okay. Zahlreiche Zeugen haben gesehen, wie dieser Aufschneider als Spider-Man sich über den Oh Gott, jetzt kommen die ganzen cringen Sprüche von denen Weiber. Herz auf, bitte. Ja, wir haben geschubst, wir haben nicht. Ja, da eigentlich haben wir auch kaputt, da ist ja völlig wurscht. Aber please don't, okay? Was hat er davor? Hier meine Theorie. Er infiziert die Tafel mit einem Virus, damit sie Passanten unterschwellig hypnotisieren. Ruf an verlangt nach Hilde. Was? Muss ich schubsen da eingreifen? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Gibt's für das noch einen Ausdruck? Das ist jetzt, glaube ich, gestrahlt. Okay, Chemikalienleck. Aha, die auf DSF haben auch Chemikalien. Ist wurscht. Eines. Oh Gott, hey. Wieder ich. Jetzt hat's mir aus der Fassung gebracht. Okay, eines der größten Probleme bei der Verbesserung der Luftqualität ist die Identifizierung der Quellen hochtoxischer Schadstoffe mit geringer Partikelzahl. Zeug, von dem einen schon ein paar Gramm krank machen können. Diese Station ist auf die Lösung exakt dieses Problems spezialisiert, indem sie spezifische Feinstaubtoxine ins Visier nimmt. Ich fand die Reifenfrauen immer ganz gut, die so auf. Yeah. Odin. Hey, Kumpel. Aber nur bei gemachte Deepwisser-Chemikalien. Es gibt sicher einen schicken Fachbegriff dafür. Aber im Prinzip ist zu viel davon schlecht. Und die wilde Hilde, war das nicht das Schaf vom EMP? Wenn ich I don't know. was gespielt wird, muss ich die Emission in der Nähe testen. Aber ich habe andere Probleme. Ja. Das Entnahmegerät erkennt giftige Partikel. Das prüfe ich besser. Aber die sind jetzt schon, also Das Dampfventil ist ein guter Anfang. so Geschichten aus dem, so aus der Jugend schon und nicht, aber jetzt haben wir so wirklich die ganz abgelaufene Nivea-Creme erreicht, so mit den Sportclips. Leck mich am Arsch. Hier ist irgendwas drin, was da nicht reingehört. Oh je. Analysieren.
Was? Okay. Ja. Der mal wieder, ist ja wieder Rätselzeit jetzt da. Ich bin jetzt einfach mal so frech und schieb das daher und dann bin ich so frech und schieb das daher. Na, Schmarrn, das macht keinen Sinn. Wait a minute. Das macht da Sinn. Ja, wenn du mich fragst. Das Stickerl macht da auf jeden Fall keinen Sinn, weil da müssen 2 Balken sein. Jetzt pass auf, 8. Kümmern wir uns erst einmal um die 2 Balken da. Das muss da, das ist ja schon mal. Warte mal, das müsste doch eigentlich dann da herkehren. Wollte ich gerade sagen. Das heißt, dann macht das Stickerl da auf jeden Fall Sinn. Dann haben wir den mittleren Balken schon mal abgeschafft. Okay. Du hast immer Bernd das Brot angeschaut, wenn ich spät nachts heimgekommen bin. Der Kelch ist an mir auch komplett vorübergegangen, ja? Bernd das Brot. Tatsächlich. Macht das Sinn? Es macht keinen Sinn. Da haben wir einen Balken zum Ausgrenzen. Ah, warte mal, das ist gar nicht einmal so blöd. Das war. Oh. Okay. Du kehrst da her und dann geht der Löschbalken da her. So. Dann brauchen wir aber jetzt noch etwas. Dann brauchen wir jetzt etwas mit. Kehrst etwa du da her. Und dann brauchen wir einen einzelnen. Hm. Angel, bitte, was? Du kennst das Vulcano? Du kennst das Vulcano? Das Vulcano in Orcha. Meinst du das Vulcano? Ja, okay, ich stehe jetzt so gerade ein bisschen auf den Schlauch. Jetzt pass Obacht. Es ist nur ein Bauteil, was da tauscht gehört. Warte mal, kann man. Okay, jetzt wart. Alter, Angel, darf man mal fragen, von woher du grob kommst? Warte mal, das ist irgendwie was ganz was Verrücktes, oder? Jetzt pass auf. Wo war denn jetzt das mit dem einen Strich da gerade eben? Mal. Landkreis Tingolf, wie lange? Wir bist da ins Vulcano runtergekommen, das ist ja ewig weit weg. Also, verhältnismäßig. Morgen im Vulcano Leila Party auf die Frage, ja, das ist noch, gibt es klar. Logisch, also das werden es nicht mehr gab, aber das ist ja bummvoll jedes Wochenende. Ihr wart auch auf dem Vulcano. Echt? What the fuck, ich bin zur falschen Zeit groß geworden. Ja gut, wir kriegen das jetzt da. Wait a minute, das kann aber jetzt pass auf. Das macht keinen Sinn. Das meine ich schon nicht falsch, aber uns geht da auch drum ab. Warte mal, wenn ich... Da musst du... Im Vulcano waren wir mir auch oft. Waren wir auch sehr oft. Gibt halt auch nichts bei uns. Auf Enk aber
Da ist schon weit von Inkoba ins Vulcano. Ich meine, bei uns hat es auch ein paar gegeben, die auch ins Bali gegangen, in Eckenfein. Also ich nicht, ich war noch nie dort. Aber... Ja. Also wir waren viel im Vulcano. Sehr viel. Ich habe tatsächlich auch mal Frau Bazi auch im Vulcano kennengelernt. Genau heute vor 5 Jahren, am 14. Oktober 2017. Wir haben noch unser Kennenlerngetränk war Desperado. 3 mit darf's raten, was der Bazi zu seinem 30er Geschenk kriegt. 2 Flaschen Desperado, die werden wir jetzt noch trinken. Leute, passt auf, wir können kleine Erinnerungen weiterschwelgen, aber wir müssen jetzt kurz mal ein bisschen gemeinsam rätseln, weil ich stehe da gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Tu hier einfach da nochmal alles raus. Irgendwie da hat es irgendetwas. Mal, dass wir da auf alle Fälle den Blindgänger da brauchen, das ist wohl hoffentlich sowieso klar. Ja, den Blindgänger brauchen wir wahrscheinlich da herin. Es sei denn, es geht irgendwie anders. Jetzt pass auf. So, das füllt 2 aus. Genau, weil der Blindgänger geht dann da drin nicht. Das Atrium sagt mir nicht, es sagt mir schon was, aber das ist, ich kann jetzt nicht viel sagen dazu. Im Lobo war ich tatsächlich auch nicht. Da habe ich jetzt von alle, die im Raum Wasser groß waren, haben gesteinigt. Ich war nie im Lobo. Weil das Gefühl, jedes Wochenende etwa gestorben drin. Gut. Ah gut, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so kehren muss. Mach mal irgendein Mittelteil, das da. Ja, genau. Ja, okay, aber wir kriegen einen Strich in der Mitte raus. Warte mal. Was, wenn ich die da umschiebe? Okay, warte mal. Try and Error. Okay, warte mal, das macht keinen Sinn. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das da hergehört. Also da bin ich mir sehr sicher, dass das so kehren muss, weil es nicht anders geht. Weil das ist nicht umsonst zu dritt. So, aber das ist noch so ein bisschen ein Problem. Die 2 oberen, ganz nach rechts, das vierte. Ah, nicht, wie, was, das vierte. Jetzt warte. So. Das vierte, das ist das da. Ja, das ist das da, oder? Jetzt das erste und das zweite. In der letzten Reihe das erste und das zweite. Ja, das haut nicht hin. Das ist dann auch so. Siege, merci für dein Lurk. Achso, du meinst... Ah, ja, warte mal, so wieder Schuhe draus. Oh, wird das?
Okay, der war jetzt ein bisschen kopfzerbrechend. Quecksilber. In Verbindung mit etwas anderem. Der war jetzt ein bisschen extrem kopfzerbrechend. War ich meistens drin, wenn DJ Novos Groove Coverage aufgelegt hat. Sagt man nichts, tatsächlich. Das scheint sich nicht auf ein Gebäude zu beschränken. Es sind viele Menschen in Gefahr. Oh Gott, müssen wir jetzt da jedes Mal sowas machen? Ja gut, dann können wir halt nicht mehr zur Hauptunternehmen. Oh Gott, are you kidding me? Okay. Ja, okay, das war jetzt verhältnismäßig einfach. Das war jetzt verhältnismäßig einfach. Salpetersäure ist auch drin. Aber auch noch etwas anderes. Was da drin haben sie mir einmal sauber klingt. Bin eine, hab mir ein Gasmaß gekauft und es war gerade Vierfachdecker. Was ist denn der Vierfachdecker? Ich bin freitags noch in die Kamera gegangen, als freitags nur Metal und Darkwave gelaufen ist. I am this old. Wow, ja, die Kamera. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss ihr nur weiter folgen. Das ist weiter verbreitet, als ich dachte. Das gesamte Viertel ist in Gefahr. Kamera waren, das waren Zeiten. Oh ja, das war eine oder andere mal drin. Okay. Was ein Doppeldecker ist, weißt du? Das stimmt zum Himmel. Ein Bus. Mal sehen, was drin ist. Okay. Vierfach ist quasi doppelter Doppeldecker, also vier Maß. Ach du Scheiße. Da warst auch einer quasi K.O. Okay. Bist du der Herbert schon ganz Tag am Cyberpunk suchteln? Lul. Okay, jetzt bleiben wir ja nicht mehr viel Sachen. Bingo. Du bist gerade durch den Vorspann. Ja, das kann man mir noch so. Klingt das so vertraut? 12 Stunden. Ethanol. Warum hört sich das so vertraut an? Quecksilber mit Stickstoff und Ethanol. Ich muss weiter der Spur folgen. Wenn das vorbei ist, alarmiere ich die Gesundheitsbehörde, damit sie die Anwohner untersuchen. Was ist ja jetzt eigentlich das Problem? Irgendein Gift im Wasser, oder was? Ich glaube, ich habe das Problem gefunden. Aus diesen Fässern lecken ätzende Chemikalien in die Kanalisation. Ah. Ich muss sie sauber machen. Schnell. Das Calcium und Silizium im Beton machen ihn zum idealen Absorptionsmaterial. Ich muss wohl ein Chaos anrichten, um das Chaos zu beseitigen. Geh in die Luft und zerstöre Zementsäcke, um die Mineralien freizusetzen und das Gift zu neutralisieren. Einer weniger. Cool, das funktioniert. Das Zeug einatmen? Nicht gut. Nur noch ein paar Fässer mehr. Muss über diesem Zeug bleiben. Zementsackel, wo?
Das letzte. Das war's. Wenn ich das Gitter mit Netzen versiegle, wird nichts mehr abgeleitet. Okay. Das hätte schlimmer enden können. Das ist ein guter Grund dafür, dass Harrys Forschungsstation ins Castello. offen bleiben muss. Das Castello kenne ich nicht. Aber was hat's bei uns noch? Also was haben wir gehabt? Wir haben das Vulcano gehabt. So als Jugenddisco. Ja, da bist du hingegangen, so von zwischen 16 und 22. Gut, ich war mit 24 dort, weil ich meine Freundin eben dort kennengelernt habe. Dann haben wir noch gehabt das Go, Soda, das Fritz, das Cam. Ja genau, das waren so ungefähr die üblichen verdächtigen Einrichtungen, Diskotheken, Bars, wo ich mich... Der Hossi, ja, zum Vorglieren, das Kubaner, Stadtbeisel. Das waren doch einige. Holy shit, das waren doch einige. Gut, muss aber auch sagen, ich war nicht oft fort. Sag ich auch. Also ich war jetzt nicht jedes Wochenende auf der Ruhe. Das auf keinen Fall. Stadt war tatsächlich eigentlich relativ selten. Ja, ich weiß nicht, mir hat Stadt einfach irgendwie nie so wirklich taugt. So, holen wir die Forschungsstation und dann... Ja, das hat uns jetzt ein bisschen aufgehalten tatsächlich. Ja, auf halt Flashback, weil der Flashback gerade kickt. Ja, ist eh recht so, Mr. Price. Warum soll jetzt dir einen Schuh anders geben wie mir jetzt gerade? Ja, angefangen bei den ganzen Kinderzeitschriften bis hin zu den Kinderserien. Ja gut, nein, Kinderserien haben wir halt nicht so gehabt, aber ja. Und bis hin zu den Sender von früher, bis hin zu den Diskotheken, wo man sich so rumdrin hat. Sagt mir ins tiefen Rauschen Straubing, nein, mir tatsächlich nicht. Oder aus Weed auch nicht, nein. Was wir mir noch gehabt haben, war die Arena in Hunsdorf. Da war ich ein einziges Mal und da gehe ich nie wieder hin. Ja, und da waren wir auch gerade dort, weil mir Julia auftreten ist. Ja. Da waren wir, das war unser jugendlicher Leichtsinn. Da waren wir so ganz narrisch, wenn die da gewesen ist. Ja. Und gesehen hat man nichts, weil sie nicht dürfen hat. Das Havanna gibt's auch nicht mehr. Taubenimpfstoff. Jetzt erst haben wir Fisch geimpft, jetzt impfen wir schon Tauben. Wer kümmert sich um die Gesundheit der Taubenpopulation in New York? Harry Osborn und Oscorp natürlich. Aber mal im Ernst, Tauben sind für eine Vielzahl von Infektionskrankheiten der Überträger Nummer 1. Diese Station hilft uns, unsere geflügelten Freunde im Auge zu behalten, bevor sie zum Gesundheitsrisiko werden. Ja, die scheißen für den Frieden. Verstehe die Frage nicht. Im Momo war ich mal nach der Weihnachtsfeier. Mehr was. Da waren quasi die Lichter ausgeschossen da drin. Ja, du hörst richtig. Ich habe einen Abschluss im Vogeldreck-Testen. Im Ernst. Sie können Krankheiten übertragen, die für Menschen gefährlich sind. Ach ja, Mr. Cherry, willkommen übrigens auf dem Discord-Server. Habe Deri, schön, dass du zu uns gefunden hast. Willkommen bei den Geschubsten. Ganz offiziell. Oh oh. Die Tauben sind mit einem gefährlichen Erreger der Vogelgrippe infiziert. Ja, die furzen unterm Fliegen, sei, kennst du das nicht? Ja, das war bei mir wie beim Krankenhaus von Sonntag auf Montag, wo ich den anderen zugeschissen habe wegen einem Schnarcher. Was? Haus auf Rock in Köchen war nur das. Die Tauben zu Ratten mit Beulenpest. Oberösterreich. Ich war einmal 2-3 Mal und ohne, das heißt wirklich so, ich weiß nicht, ob es es noch gibt, ich glaube aber schon. Ich war 2-mal im Lusthaus, das ist jetzt nicht das, was es meint, sondern das heißt halt wirklich so, in Haag. Und ein einziges Mal war ich im Empire, in St. Martin. Also schulde ich Ihnen was. Da ist mir aber schlecht gegangen, also da ist mir davor schon schlecht gegangen. Also jetzt nicht rauschig, sondern war ich gesundheitlich nicht so gut beieinander. Lusthaus gibt's, das ist bummvoll, okay? Ja, da war ich 2 oder 3 Mal drin. Das ist nicht mal schlecht gewesen. Empire, wie gesagt, weiß ich nicht, das ist... Keine Ahnung, hat mir irgendwie nicht so viel gegeben. Ja, wieder bei Mords Werbung gemacht davor, aber... Los geht's. Der Impfstoff ist aerogen. Ich kann ihn also in die Bäume sprühen. Sehr gut, ich tue Baumimpfer, das ist da Säger mit drin. Okay, das ist geschafft. Jetzt noch 2.
Das heißt, ohne Scheiß, googelt einmal, das heißt Lusthaus, aber Haus so geschrieben wie in Englischen, also H-O-U-S-E. Das gibt's wirklich, kein Scheiß nicht. Und noch einer. Jameson macht da sicher was draus. Könnte mir Spider-Man versprüht Giftwolke vorstellen. Ich helfe Tieren gerne. Sie sagen nicht Landplage zu mir oder schießen auf mich oder so. Ist es übertrieben? Sehr gut. Spider-Man ist offiziell Mitglied in der Flauschigkeitsgang. Ganz offiziell. Okay, das sollte schnell wirken. Ich scanne zur Sicherheit lieber ein paar Tauben. Das Daumen soll ich auch noch scannen. Geschafft. Keine Zombie-Tauben. Okay, nice. Ja, waren schon coole Zeiten, also ist nicht. Ich sag, heute gehe ich eigentlich gar nicht mehr fort, weil einfach weil alt, so. Und wenn dann überhaupt noch so zusammensitzen, aber das ist auch eher sehr selten, tatsächlich. Aber, weiß nicht. Bin tatsächlich auch noch nie wirklich gern fortgegangen, muss ich auch sagen. Also ich bin nie so der Typ gewesen, der muss jetzt da zudröhnen am Wochenende. Das war ich nie. Aber es waren coole Erlebnisse dabei. Ja. So, Freunde der Sonne. Es tut mir jetzt unfassbar leid, dass uns die Rätselmission da mit den Chemikalien gerade ein bisschen gar aufgehalten hat, weil eigentlich wollte ich noch eine Hauptmission unter Dämonenlager machen, aber wir haben ja leider ein bisschen aus dem Zeitplan geraten deswegen, aber das macht gar nichts, weil da tun wir halt dann einfach beim nächsten Mal weiter. Ich meine, das meine ich weiter nichts. Also so sage ich das. Ich finde Wirtshaus so eine Art Stammtisch geiler. Ja, definitiv. So, ich sitze mir lieber gemütlich mit irgendwem zusammen oder mit irgendwelchen Leuten zusammen. Da habe ich viel, viel mehr davon, da wo es nicht einfach nur ums Saufen geht. Ja, da wo man sich normal unterhalten kann, ohne dass du einen Tinnitus kriegst. Wie dass ich mir jetzt in der Diskothek stehe. Sage ich ja ganz offen und ehrlich so dazu. Aber wie gesagt, das ist bei mir jetzt eher mittlerweile eine Seltenheit geworden. So. Darf man einen Raid-Vorschlag einwerfen? Ich schaue jetzt erst einmal, wer überhaupt live ist, Mr. John Siege. Nein, hab ich tatsächlich. Habe ich tatsächlich. Heute raten wir mal zu jemandem, da haben wir noch nie gewählt. Ja, den kennen wir auch noch nicht ganz so lang. Aber der war schon das eine oder andere Mal da. Aber da sage ich gleich was dazu. So. Nein, also nach der Disco-Zeit bis ab Mitte 20 so die Treffen- und Festivalzeit gekommen und das war wesentlich härter als Disco. Ja, weil du halt in der Disco gehst an einen Abend, ne? Festival geht halt meistens 3 Tage. Gut, da kannst du jetzt natürlich sagen, ja gut, ich gehe halt 3 Tage am Wochenende fort, aber dazwischen schlafst halt du meistens. Das ist beim Festival meistens nicht ganz so einfach. Haben wir mal sagen lassen. Aber es waren schon, ich sag mal so, es soll ja jeder irgendwie mal eine Zeit haben, wo er so ein wenig Gracher lässt, weil so am Ende des Tages, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr sentimental, ja, aber so meine ich es nicht. Aber man soll das Seinige mitmachen, solange man jung ist. Ja. Die Zeit nagt ja schließlich am jeden. Ja. Auch wenn man es jetzt mir oder ich noch nicht kennt, Gott sei Dank. Ja. Aber wenn man mal 50, 60 haben, geht halt das nicht mehr. Ja. Deswegen sollte man seine Jugend schon irgendwie auch ein wenig eskalativ verbringen. Ja. Im Rahmen eskalativ verbringen. Ja. Du sollst da jetzt natürlich nicht irgendwelche harten Sachen einwerfen, um Gottes Willen. Aber du sollst schon ein wenig deinen Spaß auch haben. Du sollst dich schon ein wenig ausleben. So ist es nicht. Ja, ich meine, ich sage jetzt mal auch so dazu, da bin ich vielleicht nicht der Einzige, aber ich bin heute so fortgegangen, wie ich es mit 20 da habe. Da war ich erst einmal, keine Ahnung, wenn am Freitag heute so fortgeht, dann bin ich am Dienstag wieder fit. So.
Ja? Und das ist kein Scheiß, das ist halt einfach wirklich so. Ich habe mir das gedacht gehabt vor, ich glaube, das war vor 3 oder 4 Jahren Silvester. Das war auf alle Fälle schon mit der Frau Bazi. Und da haben wir es an dem Abend, haben wir es halt wirklich schon gut krachen lassen. Und ohne Scheiß, ich war 2 Tage danach noch tot. So gefühlt. Ja? Und ich glaube, ich kann das. Ich kann es gar nicht mehr. Ja? Ich kann. Moment. Ich kann lang fortgehen, wenn es gemütlich bleibt. Da mach halt, das geht, das haut hin. Aber so richtig feiern, so Party machen, das bringe ich gar nicht mehr hin. Keine Chance. Ich lasse meistens mit Socken krachen oder Karaoke oben war ganz geil. Nein, Karaoke ist überhaupt nichts für mich. Das ist tatsächlich, das ist auch etwas, da habe ich mich nie wirklich, da habe ich mich nie wirklich gesehen drin. Bei mir war letztes Jahr Halloween stark. Ja, mei, es gibt, manchmal hilft es halt mir nicht. Manchmal macht es dann so viel Spaß, dass du das ein paar Mal übersägst und am nächsten Tag oder die nächsten 2 Tage bereust du es halt einfach gnadenlos. Also zumindest ist es bei mir so. Aber gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir war es zu laut und zu viel inzwischen. Eben, mir auch. Und das ist vielleicht die jetzt noch nicht so alt haben wie ich und andere nicht da erinnert, die wo jetzt vielleicht so um die 20 haben, ja, ihr vertragt das leicht noch. Ja, das ist überhaupt kein Thema nicht. Aber glaubt's mir's, jedes Jahr kennst du, sobald du mal Mitte 20 bist und dann Richtung 30 geht. Das ist kein Scheiß, du kennst das wirklich. Ja, das wird von Jahr zu Jahr schwerer. Und ich war jetzt mit Sicherheit, keine Ahnung, bestimmt schon 3 oder 4 Jahre nicht mehr fort. Bestimmt. Mehr hätte ich nicht wissen, was los war, wenn ich jetzt ins Vulkanhof wandert. Gottes Willen. Erstens einmal da sie mich sowieso alle auswerfen und alle sagen, was tut denn der alte Opa da überhaupt? Der erinnert so auf die Art, ne? Ab 25 ist dann nichts mehr gewesen mit Fortgehen. Ja, genau, so ungefähr. So wie ich Frau Bazi kennengelernt habe, bin ich eigentlich überhaupt nicht mehr fortgegangen, weil ich den Sinn nicht mehr gesehen habe da drin. So hast du halt einfach gesagt, ja, gehen wir halt fort, vielleicht lernst du wen kennen, könnte ja sein. Aber jetzt mittlerweile, warum so? Ne? Ich darf aber jetzt nie zur Frau Bazi sagen, hey, du gehst halt nicht fort. Ja, wenn die fortgehen mag, okay, bitte geh. Ja, aber los, ich bleib daheim, weil ich mag das, ich möchte das jetzt einfach schon gar nicht mehr. So. Ja? War gestern im Krita bis um 11 Uhr, war ganz langer Tag halt. Ei. Mein letztes Halloween war echt spaßig, da habe ich mit einem alten Schulfreund in der Pen- und Paper-Runden aktiv. Oha! Ja, aber so lustige Sachen dann auszuprobieren oder wieder zum Spielen, das macht schon Spaß. Also wenn wir Silvester bei meinen Schwiegerleuten haben, da machen wir auch lauter so lustigen Zeiglers. Ja, da spielen wir Activity oder irgendwelche lustigen Sachen halt, die was du unterm Jahr einfach nicht tust. Das macht dann schon auch Spaß. Wir haben, ohne Scheiß, weil wir gerade dabei haben, wir haben vor, keine Ahnung, ich weiß nicht einmal mehr, wie wir da draufgekommen haben. Das war aber heuer im Sommer irgendwann. Also, du kannst mir jetzt auslachen, aber waren wir auch bei meinen Schwiegerleuten, waren wir uns irgendwann um 10 Uhr auf die Nacht, war dann schon ein Stück finster, ist uns eingefallen, ja, wir könnten mal Verstecker spielen. Haben wir dann im Haus Verstecker gespielt und uns hat Spaß gemacht. Einfach völlig aus dem Kontext gerissen, so mäßig, ne? Ich bin jetzt in dem Alter, aber wenn's in Disco eingehst, sind da gefühlt lauter Kinder da. Ja, es ist halt leider so. Ich wenn heute ins Vulkano geht, da laufen lauter 16-Jährige umeinander. 16-, 17-Jährige. Ja? Es ist normal. Wir waren ja auch nicht anders. Ja? Du wirst 16 waren, ja voll, ab fortgehen. Jetzt darfst du fortgehen. Das ist doch völlig normal. Ja, wir haben halt einfach die Kinderspiele, ja? Die Kinderspiele, die haben auf einmal wieder total. Da haben wir nur eine Runde gespielt, aber es war richtig cool. Du musst einfach denken, hey, what the fuck, warum Verstecker? Aber es war, ohne Scheiß, spielst es einfach mal völlig aus dem Kontext aus. Spielst einfach Versteckerles. Das Einzige, was wir halt noch nicht da haben, war Fanger spielen. Ja? Das hätte sich auch noch anbieten. Ja? Wobei nicht, da bringe ich mir gerade wieder meine Gichtaxen. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Naja. So, Freunde der Sonne. Ich glaube, wir heute haben einen Hut drauf, okay? War unfassbar anstrengend. Wahrscheinlich war es anstrengender Stream. War unfassbar entspannter und flauschiger Stream. Hat mir Spaß gemacht.
haben wir schöne Erinnerungen geweckt. Sehen ist so Schmerz, das gefällt mir einfach. Ja? Wenn man irgendwann mal über solche Sachen noch redet, wie es früher war, wie es jetzt ist, wie es vielleicht noch sagen kann. War wirklich sauber. Der Herr Cookie, willkommen zurück. Servus, hör dich gerade. Nicht, wollte aber noch kurz Hallo sagen. Richt's bitte mal, schreibt's mal, spamt's bitte mal Bazi-Herzens für den Mr. Cookie. Ja, bitte. Was da ist, ein Band und das erste, was er tut, ist einerflexen. Jetzt fangen wir nicht an, das Eskalieren an. Jetzt fangen wir bitte nicht an, das Eskalieren an. Ich möchte jetzt heimgehen. Press F für Cookie. Servus, Cookie. Willkommen zurück, Alter. Schön, dass du wieder da bist. Ja, wer das nicht mitgekriegt hat, der Herr Cookie ist ganz bösartig gehackt worden im Discord. Ja, oder über Discord. Ja, da war jetzt bis heute früher nicht einmal sicher, ob er überhaupt seinen Twitch-Kanal wieder kriegt. Ja, also in diesem Sinne ist das nochmal Gott sei Dank gut ausgegangen. Servus, Cookie. Habt ihr danke für deine 100 Bits. Ja, sie, grüß dich. Ich komm spät. Ja, du kommst zum Ende. Aber das macht nichts. Schön, dass du trotzdem reinschaust. Ich hoffe, es geht dir gut. Genau. Na, also wie gesagt, Cookie, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder Teil der Community bist. Da ist der Shoutout für den Cookie. Schaut's gerne mal drauf. Ja, follow ihn. Da lässt ein bayerischer Streamer-Kollege, der macht jetzt dann, denke ich mal, demnächst fährt er fort mit der God of War Saga. Ja, der spielt jetzt die komplette griechische Saga auf Twitch. Ascension hat er schon hinter sich gebracht, das haben wir mir auch schon gespielt. Vor einem Dreivierteljahr ungefähr. Und alle God of War Titel, wenn es Name sein möchte, die griechische Saga hat es beim Cookie sehr gut aufgekommen. Ja, schaut's da gerne mal vorbei, wie gesagt, sehr sympathischer und eben bayerischer Streamer-Kollege. Ja, bitte, Dankeschön. Ach, du warst ja im Kino. Na, schon. Ich hoffe, euch geht's gut. Uns geht's immer gut, Jassi. Und die Flauschigen geht's immer gut. Uns geht's immer gut. Stimmt, du bist im Kino gewesen, richtig, genau da. Da war aber gestern was in deinem Stream gewesen, gell? Ich hoffe, er war gut. Ich hoffe, der Stream war gut. Na, einen schönen Abend wünsche ich euch. Danke dir, Sherry. Dir auch. Merci fürs Zuschauen. Schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. So, Freunde. Folgendes. Ich gebe Ihnen jetzt noch schnell kurz ein paar Infos bezüglich kommenden Streams. Also, morgen kein Stream. Sonntag nur eventuell. Und wenn dann auch nur ab 14 Uhr oder so. Das ist aber, wie gesagt, noch nicht sicher, weil ich wahrscheinlich ein bisschen was mit der Frau Bazi machen werde. Ja, je nachdem, was Frau Bazi vorhat. Okay? Montag ungefähr 18 Uhr spielen wir Yoshi's Island fertig. Ja? Da machen wir Welt 5 und Welt 6. Bringen wir das zum Abschluss. Und am Dienstag, und das ist jetzt wichtig, Freunde der Sonne, am Dienstag 18 Uhr machen wir außertourlich einen Stream, weil da kommt Plague Tale Requiem außer. Die Fortsetzung von Plague Tale Innocence, was wir heuer vor nicht allzu langer Zeit schon gespielt haben. Auf dem Anschreiben oder auf dem Unterarm oder auf die Stirn oder von mir aus entmute jetzt mein Discord selber, da kriegt es dann mit. Also Dienstag 18 Uhr ist der Place to be. Wir spielen mal Plague Tale Requiem. Das wird an diesem Tag released und da werden wir mal die ersten 3 Stunden mal durchziehen und schauen wir mal, was das Spiel kann. Ich hoffe, dass das technisch dann funktioniert, weil ich nicht weiß, was Plague Tale für Grafikanforderungen haben wird. Okay? Aber so viel kann ich schon mal sagen. Also Name, morgen kein Stream, Sonntag eventuell, Montag Yoshi's Island, Dienstag Plague Tale. Okay? Ist das ein Deal? Kein Plague Tale für mich. Du und mich werd ich bis auf Nacht in der Arbeitszeit. Ja, dann schaust du dort da. Das tut einem gar nichts. Du kannst dort da schauen, die ist sowohl auf Twitch einen Monat gespeichert, glaube ich sogar 2 Monate gespeichert, weiß ich jetzt gar nicht. Und auf YouTube kommt es natürlich auch, abgesehen davon. Irgendwer halt nur im DC. Ich wahrscheinlich nimmer. Lauter kleine Kinder, die permanent geredet und gelacht haben. Die 12 € für die Karte Water Uses. Ach du Scheiße. Warum kämen eigentlich kleine Kinder in einen Horrorfilm rein? Das ist die Frage, wo ich mir stehe. Aber schade. Naja. Aber hoffentlich hast du trotzdem einen halbwegs schönen Abend gehabt, beziehungsweise hast du jetzt noch einen schönen Abend. Bei der Yassi gibt es morgen übrigens einen 12-Stunden-Stream. Wer das nicht verpassen möchte, schaut bei der Yassi mal vorbei. Ja? Geht morgen um 11 Uhr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und geht halt dann wahrscheinlich bis 11 Uhr. Naja, 16-Jährige, die sich so benehmen wie für mich. Ja.
Deswegen schaue ich nur Netflix. Da ist Salon auf der Sofa immer besser. Ja, tatsächlich. Wie wenn es einen... Ja, genau. So ungefähr. So, Freunde, ihr wisst Bescheid. Für alle, die es noch nicht wissen, ich habe einen Discord-Server, kommt auf meinen Discord drauf. Der Mr. Sherry hat schon drauf gefunden, als neues Mitglied auf dem Discord-Server. Vielleicht hast auch du Bock drauf zum Joinen, du kriegst mit, wann ich live gehe. Und falls du noch nicht gefollowt hast und dir das ein wenig gefällt, was ich tue, dann drück einmal auf den Following-Button. Es ist beides kostenlos, ja, aber da hat mir schwer helfen. Vielen Dank dafür. Wir gehen jetzt zum Dev, ja, das ist mein Monster Hunter-Lehrer, der spielt Monster Hunter World. Wenn ihr da professionelles Gameplay sehen möchtet von Monster Hunter, wie es richtig geht, dann schaut da mal zu. Ja, lasst auch da gerne ein bisschen eine Liebe da. Das ist ein ganz sympathischer. Ist jetzt kein Bayerischer nicht, aber er versteht ein bisschen Bayerisch. Ist ab und zu bei uns im Chat. Und ja, kann man gerne mal ein bisschen Liebe da lassen. Ja? Er hat mir wahnsinnig viel beigebracht, abgesehen davon. Dann sage ich merci nochmal fürs Zuschauen, danke für den Support wieder. Danke fürs Dasein, hat Spaß gemacht, war wirklich flauschig. Und genau, wir sehen und hören uns dann spätestens am Montag, ja, zu Yoshi's Island wieder. Habe ich die schönen Abend euch noch, schönes Restwochenende, falls wir uns nicht mehr hören werden. Und genau, haut's euch rein. Viel Spaß beim Monster Hunter und beim Dev. Viert euch.